Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum ersten Abend der Serbska Debata. Mein Name ist Roland Löffler, ich leite die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und will mich gleich entschuldigen, ich bin der sorbischen Sprache leider nicht mächtig. Sie erleben aber trotzdem heute Abend eine Premiere. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat zwar schon einige Bücher zum sorbischen Volk herausgegeben, aber noch nie eine Veranstaltungsreihe organisiert. Und es gab viele, viele Vorgespräche in den letzten 2 Jahren und darum sind wir sehr froh, dass es nun heute Abend endlich losgeht. Ich danke sehr, sehr herzlich unseren Partnern, der Sorbischen Zeitung, Serbske Noviny und der Stiftung für das sorbische Volk. Unser Ziel ist es, dass wir aktuelle Themen, die hier im sorbischen Volk in Sachsen eine Rolle spielen, aber auch darüber hinaus, hier und da die Mehrheitsgesellschaft berühren, in eine Debatte bringen. Denn das ist das Grundprinzip der politischen Bildung, dass wir Kontroversen eben kontrovers abbilden, dass wir zur Meinungsbildung beitragen, dass wir das Gespräch mit Ihnen suchen und damit für eine lebendige Debattenkultur sorgen. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir in dieser glücklichen Fügung mit einer Zeitung, einer Stiftung zusammen uns auf den Weg machen. Heute ist der erste Abend zum Strukturwandel, dann werden wir über die Frage der Bildung, der Schulen reden. Wir wollen über die Frage, ja, wer sind die Sorben, ein autochthones Volk oder wie kann man das überhaupt definieren, sprechen und schließlich über Fragen der politischen Partizipation. Und wir freuen uns, dass wir nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Abenden, die so in den nächsten 6 Wochen stattfinden werden, zahlreiche, sehr ausgewiesene Gäste gefunden haben und freuen uns insofern auf diese Reihe sehr. Und damit genug der Vorreden. Ich darf jetzt an den Moderator des Abends, Herrn Arndt, übergeben und freue mich auf die Debatte mit Ihnen. Dobry wieczór też z mojej strony. Ja witam was wszystkich tu na żoli Slepiansko-Serbskiego Kulturnego Centruma. A wie so wszystko tych runje tak, kiż znano doma, aber nigdzie na świecie nasz livestream z Czeoja, a wszystkim tym, co ja jeszcze pokazać naszą możliwość sobodyskutowania. Proszę skenujcie ze swoim szmoratkom ten QR-kod. Potom zmieńcie nidom do odpowiednią masku, gdzieś możecie swoje praszenie napisać. Aber przez internet, przez adresu slido.com z tym hasłem kiedy tam odpowiednie widzicie. Hej, myśmy się hościženca przeprosili preniotnie z regiona, dokiaľ to je ta končina serbsko-sidlenského Roma, kotraž je pod vydobyvaniem Brunice v Zakskej Łužici najbolje čerpiva. A tohle vítajte ze mnou, hromadže celé útrobník, není Jadvigu Malinkovú, farárka tu v Slepianskej Osadže. Na mojej ľavej strane sedí kněz Jörg Funda, Vesnjanosta, Gemeine Slepo. Vítajte k nám. Serbsku wiece wystojność za Slepianskiego Osadu wudosponia Manfred Hermasz. Won je sponomocniony za serbskie należności Ewangelskiej Cyrkwi Berlin-Braniborska Śląska Hornia Łužica, a won je wieloletny żupan żupy Jakub Lorenz Zaleski był taki unikum, jo, also sztućce nešto wiedzieć, co nic. Manfred Hermasz je prava adresa. A nic naposled, ja cyle wutrobnie witam Franka Knoblaucha, wiesnego przedstawiciela Delnego Wujesta, to je wiesny dziel Hamorskiej Gemeine. Won je wnuczk Gustawa Mertina. Cyle prawie kiż je 1948 w Prejnim Sakskim Sejmie po wojnie nacisk serbskiego zakonia, prejnio serbskiego zakonia do parlamenta zapodał. Hej, a z tym sme poprawom hižo tak daleko, so możemy się wienować tym poprawnym praszeniam.
Štuž ma prašenja, my sme neke naprema tak koncipovali, zo na všetky te prašenja chceme v druhým dželu potom odmoviť, když se přizamknie tej prezentácii knjeni Michaele Mošovej ze Závožbe za serbski ľud, kotraž bude nam ešte raz te spichovanské smiernice Závožbe za projekty nastupajú spichovanie serbskej reče a kultúry v zmene štruktúru rozpožiť. A tu iš dáme so do dževa. Ja wieso dobie ešte budu splniť, so bohužel jenhož naše přeprošenie včehovač nejemov. To je doktor Johannes Stemmler, návoda obvuka zmena štruktúrou Braniborskej technickej univerzity Kočebujského komoru. On je šara odprajo, on je na gripu skoril, a se z gripu sú jo občeliči trošku nepříjemné. To už započneme. Predahač blížime sa tematice večera, cu ja rade zonič. Od vás što vám vopšiječe zmena štruktúru oznamjenia. Dokelž vedomostnice menuje tútu zmenu příležnosť za Łužicu. Knjeni Malinkova. Hej, zmena štruktúru, to je za mne v osobinstve nič to celé samo zrozumliwe. Všako sme přeco živí v zmene štruktúru našeho šidného dňa. A ja celé v osobinstve vidžu tučasne nowe možnosti za našu Łužicu z tym, što so nitko wuwiwa na infrastrukturę, na nowych ideach a tak dalej. Tak so za mne w osobinstve som celé pozitívna zmyslená, když na strukturnu zmenu tučasne myslu. Jest fundas, nano przeradzicie wam, wy, nam, wid, was hier Gemeinde. Ja, Dobry Wetscher, auch guten Abend auch von mir und herzlich willkommen hier bei uns in der Gemeinde Schleife. Wir sind ja als Gemeinde oder die Ortsteile und die Orte bei uns auf eine ganz besondere Art und Weise mit dem Thema Strukturwandel befasst. Und was wir feststellen ist, dass unsere Pfarrerin hat schon gesagt, also die einzige Konstante ist der Wandel. Das merken wir auf eine ganz besondere Art und Weise hier bei uns. Einerseits die Tatsache, dass ein signifikanter Teil unserer Bevölkerung in der Kohle oder in nachgelagerten Einrichtungen und in Firmen arbeitet, die damit zu tun haben. Etwa 20% unserer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in solchen Unternehmen beschäftigt. Und vielleicht noch einen ganz entscheidenden Aspekt, den wir in der heutigen Zeit ganz oft vergessen, wenn wir ein paar Jahre mal zurückblicken in die 90er Jahre, als wir hier einen sehr signifikanten Strukturbruch gehabt haben, als die Änderung, nachdem wir der Bundesrepublik beigetreten sind ja sehr viele Arbeitsplätze hier weggebrochen und seinerzeit hat gerade die Kohleindustrie sehr vielen eine gewisse Sicherheit versprochen. Und wir sollten bei allen Betrachtungen, die wir jetzt in der jetzigen Zeit anstellen, das nicht vergessen, weil diese Sicherheit die seinerzeit versprochen wurde und für die Familien hier auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, der Strukturwandel, der jetzt kommt, in Teilen auch als Bedrohung empfunden wird. Und bei allen Chancen, die wir dabei haben, die wir ganz klar auch sehen hier bei uns, wir haben uns auch auf den Weg gemacht als Kommune, dürfen wir aber nicht vergessen, dass eben gerade diese Strukturänderung, die wir hier haben, schon wieder ein massiver Bruch damit einhergehen kann und wir dem Ganzen mit großem Augenmaß und mit Sensibilität dem Ganzen begegnen sollten. Knis Knoblauch. Ta situacija v delnim Vujezđe je trošku hinajša, ale vies je srbstvo nastupajo trošku ručovo stava? Erstmal zu dem, was der Herr Funder gerade sagte, der Bürgermeister. Das sehe ich analog. Also einerseits wird das mit großer Spannung gesehen oder es gibt auch Befürchtungen, dass das irgendwie ein Stück weit schiefgehen könnte.
Das sind sicherlich, ist ein kleines Traumata damals noch aus der Nachwendezeit da. Wir haben ja, wie gesagt, schon seitdem einen ständigen Wandel drin und was die Leute ein Stück weit antreibt, ist einfach, dass sie denken, wird auch was davon bei uns ankommen, werden wir hier vernünftige Lebensgrundlagen haben für uns und für die nachfolgenden Generationen. Das ist jetzt eigentlich der Punkt. Können wir die jungen Leute hier halten oder können wir sie dazu bewegen, halt später auch wiederzukommen, wenn sie ihre Familien gründen, können wir uns so aufstellen und solche Bedingungen schaffen. Das ist eigentlich so jetzt gerade der Punkt. Und ja, auf Sorbische bezogen war die Frage. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir in dem Zuge, ganz klar, das eint uns ja alle, die wir das Sorbische, der sorbischen Seele mehr Raum wiedergeben wollen, dass wir, dass Akteure natürlich zum Schluss auch da sind, die das Ganze bespielen, nenne ich es jetzt mal, aber dass eben die Bedingungen auch da sind, dass wir was draus machen können. Also wir kommen dann nochmal dazu, das ist ganz klar. Aber ja, das wird eine spannende Sache, eine langfristige Sache. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen. Das, was ich sag mal, in 200 Jahren industrieller Revolution auch kaputt gemacht wurde, das wissen wir auch. Das ist eben das Ambivalente an der ganzen Geschichte. Das jetzt wieder ein Stück weit aufzubauen, das wird eben dauern. Wir müssen Geduld haben. Agnes Hermaš, nik chceme rade ty slyšeč, kak vy zladujete na ten proces, ten aktuálny. Also po času převrata jsme stejné s tím strachom živé byli, ale my jsme nabuknili, že my máme možnost, když my všetky lidi, kteří jsou o tom potřebné do tohoto procesa přivzáme, říká, my jsme kolem nás potom koncepty nadžívali, ale ten zachopenk za nás je byl, že my Serbský institut jsme nadawdawali, že oni jedne sledženie činia pola nás, što je již serbské pola nás. A potom jsme tam vonzali, že je ještě něco, ale že je na času, že my drbíme o sebe sami něco za to činiť. A to je za nás ten pohon byl, že jsme od tuto časa na konceptach dívali, jak můžeme naše všetky vsi do jednoho celka dostat. A to je potom v tom procesu nadžívání jiného koncepta běžavo. A já jsem tedy, my se přece prajli, já nejsem ten serbský král, ale já jsem ten pauk. Ja sedím moje paučiny a mám do všetkých končín moje styky a jsem jara spěšně sobou dostal, když to něco hýba. A tedy jsem ja v planovanském zjazku byl a tam jsme dostali tu možnost, že my slipe zapisame jako gmina se osobitými nadawkami za serbskou kulturu. Jsme pak tedy też chceli, že se serbská řeč zapisa, ale dr. Heinrich nie ještě tak daleko byl. Ale nientko v tym nowym steje też ta serbská řeč. A tu je nás poran byl, že my všetkými gminami v naše osadže jsme na tym koncepcie dívali, s tym je každý věděl, što má za nás prioritu a my jsme se veselili, když je jeden taki wonkovné biro namakał, že je naša Slipiančina, ten vjazovacký sredk všetkých pola nás, ktorí sú živé, niektorí môžu rečeť, drugie znaja a rozumia, ale vo sebe vážne sú te svojebné styky. S tým je to jara ťažko pola nás na jednoho svariť, my nevieme, jak to potom v druhých wierskach skutkuje. Also te koncepty są nam pomali, a myśmy potem wszystkie możliwości używali, że my te koncepty dostaniemy do regionalnego plana, a ta jest poradziło. So, za naše koło je cyle ważne, się najpierw mal spomniotkować, my trebamy koncepty, ty treba se nadziewać, my se pošišo jeszcze na to ručimo.
Ale ja cu kneza fundu hišće nešto so prašeć. A jeho na sjene aktualnu povešť trošku snanonivač, dokeč Budyski krajna rada a Zojecki krajna rada staj namjetovavoj sredki po zakonju o zesilnjenju strukturu v brunicových regionach wuživač za wutwar autodrogi A4 a za elektrifikaciju železničke čare Drešťan Zojec. Knes funda je krajna rada maja. Do toho s viesjanostami a meščanostami tu v severnom dželu v okresa Zojec. To co rečo o tym? Ich versuche mal, mich jetzt politisch vorsichtig zu äußern. Es ist so, dass wir die Nachricht aus der Zeitung erfahren haben. Und dass wir darüber nicht glücklich sind, das glaube ich, kann jeder hier im Raum und auch der hier der Veranstaltung folgt, nachvollziehen. Ich gebe zu, dass ich auch ein bisschen überrascht gewesen bin über diese Ankündigung, also insbesondere, weil wir unter den Bürgermeistern oder auch über den SSG-Kreisverband oder überhaupt noch nicht über das Thema gesprochen haben. Ich bin auch ein bisschen darüber verwundert, weil wir insbesondere im Impf-KG, glaube ich in der Anlage 2, Punkt 11, ich weiß es aber jetzt nicht, nageln Sie mich nicht fest, aber man findet, dass wir dort Bereiche drin stehen haben, wo es ganz konkret darum geht, um Verkehrsinfrastruktur. Und einige dieser Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen finden sich jetzt in den aktuellen Maßnahmen nicht mehr wieder. Ich sage mal Stichwort Milau. Und wenn wir vor diesem Wissen im Prinzip, dass das drinsteht und jetzt nicht durchgeführt wird, jetzt einerseits dann aber den Ausbau der A4, den ich völlig begrüße, also ich fahre ja dort selbst auch lang und gerade erst am letzten Wochenende wieder und gerade unter der Woche, wenn wir die verkehrliche Auslastung dort sehen, ist der Ausbau der A4 aus meiner Sicht im Prinzip wirklich eine Geschichte, die notwendig ist. Ich finde bloß die Art und Weise und die Mittel, die wir dafür wählen, im Prinzip nicht gerechtfertigt. Darüber werden wir noch diskutieren müssen. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass diese Ankündigung jetzt schon quasi in einen Flock einschlägt, der schwer zu verändern sein wird wieder. Das macht mir Sorge einerseits. Dann die Ankündigung im Prinzip der Elektrifizierung der Strecke Görlitz-Dresden, das kann ich auch völlig nachvollziehen und ich glaube, das ist absolut richtig, das zu tun. Ich finde bloß eben auch die Wahl der Mittel dort oder die Ankündigung finde ich falsch. Ich sage auch, warum ich das falsch finde. Wir sind jetzt hier gerade bei uns in der Gemeinde mit einem großen Nachholbedarf befasst. Jeder, der sich so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass wir bis 30. März 2017 davon ausgehen mussten, dass 1500 Menschen umsiedeln, 3 Orte einen neuen Standort finden. Nach der Revierentscheidung der LEAG ist das nun bekanntermaßen anders gekommen. Darüber sind viele sehr glücklich, manche nicht, was auch die Situation hier vor Ort ganz gut, glaube ich, beschreibt. Ich will da gar nicht im Detail eingehen. Knes von der tuto-problematiku cu Jarad Lubje v dalším prašenju objednávač, dokud my chceme so pomalku zblížiť našim problémam, když vo sebe ve Slepianskej končinie knieža. Jen pokiju, aber jenes Gečvenje znano ešte na to, vyšće rečo vo Milau, to je ona magistrala, jo, tam má jedna droha byč, když nekak od Mužakova hač do Lipska vedže, taký zvísk od Vukoda na zapad, když popravom faluje, dokud to je ešte pokazané na B780, aber také nešto potom, když chce do Lipska, to nie wieczne popuczu, ale te też spieszne związki, jo, za to dżel srečne Łužice nie jeszcze zaručene, myśmy przed 5-7 latami było dyskusje wielkie, ale to jest zase womilkło. My pak chcemy dalej czynić, nastupają zmiany struktury w Łužice. A tam staj wiadomostne, kaj dr Johannes Stemmler a Frauke Haupenthal w swojej knize z niemskim Titlom Wir machen das schon, Lausitz im Wandel, so praszataj, hat może so tutun proces na socjalne a sprawne ważnie poradzić. A to iż na to skiecz mi
so je to jedna jara volevorštova naležnosť. A knes Funda je hižo trošku na to skečmijo, na to, štož je so naraz odkryło za gminu ze zmenu rewirowiero koncepta, što naraz je gminu tak rec nadbehovało, što štyrvia nakvatać, ale my započemo pola kneza Knoblocha, może to taka zmiana strukturu socjalnie a sprawnie, na socjalne a sprawne ważnie poradzić. Also was uns in Uist mit der Gemeinde Schleife ein Stück weit auf jeden Fall verbindet, erstmal sind wir ja alles Lausitzer und als Teil der Gemeinde Boxberg, wir sind kernbetroffene Gemeinden vom Strukturwandel, das muss man auch wirklich immer wieder betonen an der Stelle. Uist hatte damals Glück, vielleicht dieser kleine Schwenk sei erlaubt. Bei uns wurde die Spree um 850 Meter verlegt. Das war dann praktisch unsere Rettung, muss man sagen. Also unter Uist liegt auch Kohle. Und ich bin natürlich froh, das muss ich Ihnen sicherlich nicht sagen, dass es meinen Heimatort noch gibt. Und ähnlich verhält es sich ja mit vielen Teilen auch der Gemeinde Boxberg, aber wie gesagt, Schleife auch ist kernbetroffen. Und ja, wir hoffen einfach drauf, was der Manfred Hermasch erst sagte. Wir haben uns auch auf den Weg gemacht als Gemeinde und als Ortschaftsrat. Also es gibt ja 2 Projekte, die sozusagen eingereicht wurden, die bekannt sind. Das eine ist mehr so ein Leuchtfeuer, sage ich immer, dieses innerörtliche Wegeleitsystem, und das andere ist natürlich das Gesundheitszentrum als wirklich ein Standortfaktor für die Gemeinde Boxberg. Und in Uist und auch die Gemeinde, also der Ortschaftsrat Uist und die Gemeinde, der Gemeinderat hat sich dazu positioniert in der 2. Stellungnahme von vor 3 Jahren, was im September 2000 ungefähr, was glaube ich, bei der Einreichung, dass praktisch wir wieder den Standort Uist, aber auch natürlich jetzt die Gemeinde Boxberg wieder sozusagen in eine sorbische Zukunft führen wollen. Und das haben beide Räte bekräftigt als Planungsgrundlagen oder als Grundlage überhaupt. Hat leider keinen Niederschlag drin gefunden, muss ich auch sagen. Also so wie bei euch, dass ihr als sorbisches Zentrum sozusagen drin steht mit dieser Charakterisierung, das ist uns leider nie gelungen. Aber wir haben es zumindest angemeldet. Und wir wollen auf dem Weg weiter schreiten, weil wir sind ja mehr bei der sorbischen Debatte heute. Und natürlich, das Wichtigste bleibt, das wissen wir alle, was haben wir für soziale Rahmenbedingungen, was haben wir für Arbeitsplätze ringsrum, welche Bedingungen haben wir, und dann schließt sich der Kreis immer wieder, was machen die jungen Leute? Es geht einfach darum, wir müssen die jungen Leute hier halten, das muss attraktiv sein. Das ist so das, was uns alle antreibt, was mich auch antreibt. Also, ja widzim, za tu chwilę właśnie w naszych kończynach pobachują, za ta komunikacja je jara szpatne, što jest wiednictwo, wat horyka nastupa hać dolej. Myśmy wtedy jeszcze rozromadnie w naszych gminach takie dziewarniczki przewiedli, a sme pytali, jak możemy ten związek z drugimi towarstwami zesilnić. Ale takie wiece tu chwilę nie bierze, a ja nie wiem, jak by tu te horce debaty, które tu chwilę wonka knieży, by takie normalna rozmowa jeszcze można była. Also tam trebamy, myśmy wtedy przecież ludzi mieli, którzy są pytali nas zmirować, a tak sme mogli dyskutować, a też konkluzje czarne, które typki są tu chwili po tych wymienieniach jeszcze można, a myśmy nasz koncept, który sme wtedy mieli, nie tylko na te nowe możliwości w lecie 2020 przemienili, ale hej, potom je prawie końc, a ja sam nienko wiele staroby, gdzie ja tak aktywnie cele prytko nie może więcej wojować. Ja sam przecież prawie wszystkie so za mnie skowaje, jeden, który sprytko stoi, ten se zastrzeli, a potom może się te drugie jako dobyczaja schwalić. A to je moja żona prawie, to więcej nie czynisz. Prawie tak.
Kleine Frage, wis tujš to svišiče z vosade? Vose ludu. Što ste tam svišava, što vas snano spokoji, abo snano znemirnja, nastupajo tu ten proces, socialne strachy, snano to prawie sprawne nie odbieži. Hej, když so teologu prašiče, što je poprom spravne, što je spravnost, byśmy wiedzą nitko muli cały wieczór belnić. Hej, što je spravne? Je spravne, zo so nitko nasza lictotki dua a stara hola tu hišće nitko rune trebi. Je spravne, zo so hišće poslena serbska veska tu časne přesydli. Je spravne, hać nitko jedna starsza generacja, kiż we wyższych zastojnstwach rozsudzi też nad młodymi człowiekami. Też tu my mamy dżęca ju jedną dyskusję, kiż strukturnie zmiany. A też tam praju poprawom bychu dyrbili tu jeszcze nasi młodzi tu siedzieć. Te kiż to potrychi poprawom. To dla je te praszenie, što je poprawom sprawne. A tu te praszenia, kiż symnitko tu tak rec do ruma stajwa. To sú tiež prašenia, kiž z ľudu svyšu. Što je poprawom sprawne? A husto so we strukturnie zmiany sprawność definuje, gdzie kotre pieniądze du. Ale kaž prajene ze penezami ne budžiš to poprawne docpić jenož. A to je za mnie cyle ważne, że so przeco sprawność a socjalna sprawność ne definuje, gdzie kotre pieniądze du, ale przez drugie faktory, kaž na przykład nowe szule, albo swobodne szule, mechke faktory, to je to, my trebamy. A też tam przyjdzie jedną większą dyskusję o tutych faktorach poprawom. To dla dobiu jako wosada faraka Slepianskiego regiona, gdzieś nitko hižo 10 lat tu žiwa sem, prajč, absolutną sprawność, tak na świecie nie będziemy docpić. Ale przyjął się we wszystkich strukturnych dyskusjach, co so wiac młodzine zapsija, a kiż je mucza hacia, a so woni tu te forumy pelnia, a nic jenoż my starsze. Wutrobny Jack. Darf ich noch mal was sagen dazu? Herr Art, darf ich noch mal was sagen dazu? Also seit Menschengedenken ist es wahrscheinlich so, dass sich die Menschen, ich weiß es nicht ändern werden. Das ist das eine. Aber was wir jetzt eben beobachten können, das ist auch wirklich eine gewisse Verdrossenheit, nenne ich es jetzt mal. Das hat auch nicht unmittelbar mit unserem Thema, mit dem Sorbischen an sich zu tun, sondern die Gesellschaft an sich, die ganze Verfassung der Gesellschaft macht schon Sorge, bin ich der Meinung. Also was sind Werte? Ich sage immer die 4 Grundwerte des Lebens. Bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Ein Anstand einen anderen gegenüber. Also man hat jetzt teilweise wirklich den Eindruck, dass doch einiges verloren geht. Und also Geld wird nicht alles heilen, das ist auch klar, ne? Das ist keine Frage. Am Ende, was Erziehung ausgeht und so weiter, da habe ich eine klare Meinung, das ist am Ende Elternsache. Das ist auch klar. Aber wir gehen gerade so ein bisschen insgesamt die Gesellschaft so ein bisschen nach hinten runter. Und das macht mir eigentlich Sorge, muss ich sagen. Und dazu kommt jetzt noch unsere wirklich das, was wir jetzt hier erreichen wollen, gemeinsam, ob das jetzt auf der kommunalen Ebene ist oder hier mit im sorbischen Bereich, sage ich mal, dass wir die Sprache wieder nach vorne bringen und langfristig erhalten können. Also das macht es jetzt gerade nie unbedingt einfacher. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, Frau Marling, es müssten jetzt... Wir brauchen noch junge Leute. Ich kann noch eines sagen, am 9.6. ist Kommunalwahl, das macht mich jetzt persönlich froh und ich hoffe, es geht auf. Ich habe einen Nachfolger, der ist erst 25 und wir haben auch wieder 2 volle Listen und das freut mich sehr und ich hoffe, dass das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Die wollen sich jedenfalls einsetzen und ich hoffe auch, dass sie dort für unser Sorbentum auch was tun. Ja. Verje, my se zase ročíme, kněz Knoblauch, te obmyslenia, kiž v upraju. To je ta jedna strana,
A ja se neke prašam, jeden z výsledkov loňčo Łužického monitora je, so je 74% Łužičankov a Łužičanov so svojim živenjem spokojom. Also to reči trošku přečivo tým nazhoneniam, keď vysče Runi rysoval. A mimo toho 65% oprašovaných dali meni, so je hluboko sahaca zmena struktura trebná. Když my dvě ličby se obladáme, najebač, tutun, aber tamne prud meninjo, v ľudnosti, bychu tute pozície dobre zakwad boli, tuto hoberský a velevoštový proces, před ktorým sme nikšužom stejí, docela zmištrovač, môžeme ľudí zahoriť. Gini Malinkova. Możemy ludzi zahorić. No hej, to je tak rec nasze szydne dzieło. Tu hać na komunalnej runine, albo jako serbski motivator, albo jako faraka, však spytamy ludzi sobu zahorić za nowe wice. A tyś tam dobił rec, widzą tam nowe generacje tu czasne, wednictwa, pistowanie, szulo, albo tyś na bürgermeisterskiej runine, so tu czasne tam przyndu nowe ludzi. A ja bytnu so jet tam naraz cyle hinajsze a zromadne dzieło możne. A za to sem przewszo dżakuna. Tu wyslepom, ale też tak, so ja czuju, tam przyndzie na generacja, kiż je hinak wukupwana, też w syczach myślić, a zromadne ništo stworić, a tu czasne, ja minu przez digitalną zmianu to też nie ważne, so szitce na każdy bad we westce bydla, ale so możemy tak rec też z ludźmi zwonka, weski, ale też w Łužice, te kompetencje sobie używać, a tak dalej. A dodla mam ja w oprawdzie pozytywny wid na naszą Łužicu, a też na to, so ništo nowego bude nastać. Na każdy bad nastane ništo nowego. A ja mam też zaciść runę, dokąd też to naryczał z czeskiej politycznej sytuacji znano we Łužice. Zobaczy, kiż ništo druhe cedza. So oni so nitko byle zjednoczuje, a zromadne za jednym stryczkom czanu. A to da mi za so nadzieju. Knes wunder, když vyslyšíte ty dvě ličby, kiž jsem ja jmenoval, je to jen obkručenie tež za te dževo moje dla gemenského zastupnictva, aber tovarstvo jo veuse? Ja, durchaus. Also ich bin, oder wie formuliere ich es am besten? Also ich bin durch und durch ein positiver Mensch und ein optimistischer Mensch. Und ich habe ja die Veränderungsprozesse angesprochen, denen wir permanent ausgesetzt sind. Und ich glaube, wenn wir uns diese Veränderungsprozesse annehmen und idealerweise mit einem hohen Maß an Beteiligung aus unserer Bevölkerung das Ganze gestalten, kann das Ganze erfolgreich werden. Dass es immer mal wieder Rückschläge gibt, auch das liegt in der Natur der Sache. Dass sich Rahmenbedingungen um uns herum ändern, liegt auch in der Natur der Sache. Was wir aber brauchen, und das ist gar nicht so weit weg von dem, was unsere Pfarrerin gesagt hat, sie sagen Ehrlichkeit, ich glaube, daraus muss Vertrauen resultieren, und Vertrauen ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die entscheidende Währung, die wir hier haben, dass aus unserem Handeln oder aus dem Handeln auch der Einheiten, die über uns sind, nehmen wir Landkreis, nehmen wir Freistaat, Bund oder auch Europa, dass aus dem Handeln also eine Stringenz entsteht und daraus Vertrauen entstehen kann. Wenn wir also ich nehme mal nur das Beispiel mit dem, was mit den Landwirten jetzt gemacht wird. Wenn eine Bundesregierung innerhalb kürzester Zeit sagt, wir streichen Subventionen. Jeder, der mal ein Unternehmen geführt hat, und das habe ich 20 Jahre lang als Geschäftsführer gemacht, weiß, dass man im Prinzip, wir planen, wir machen, wir haben im Prinzip auch Kurzfristpläne, aber einfach jetzt zu sagen, wir streichen das jetzt mal, seht mal zu, wie er damit klarkommt, dann ist Vertrauen, was dann im Prinzip an der Stelle kaputt geht. Und ähnlich ist es, und da sind wir an der Stelle, wo die Ankündigung, die Mittel gegebenenfalls dort für die Autobahn oder die Elektrifizierung, das ist so nicht besprochen worden.
Und ich denke, aus der Tatsache heraus wird eben auch Vertrauen wieder beschädigt. Also insofern ja, wir haben 76%, wir haben auch 55%, die sagen, wir brauchen Änderungen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das beißt sich noch nicht mal miteinander. Na, weil, wie gesagt, diese Veränderungen sind permanent im Gange. Es kommt immer darauf an, auf uns alle auch gemeinsam das so zu gestalten, dass Vertrauen entstehen kann. Das gelingt nicht immer, das weiß ich aus meiner Arbeit jeden Tag auch. Dokiž časnik tola kiciša postupuje, až sem si ja to myslil, my přenžíme nedom na ten druhý komplex v občelení ľudnosti, kde malinko, víš, tam všelaké mysli, že oni vúprava. Je pak my s vedomostníkami v tutej knize, když si me predemenoval, tež dopoznače, čitač, tam v dosłownie sú před 4 letami autorojo tam jest to nelušť za smene zvěstčivoj. A ty sú oni tak definovali, alebo pomenovali, zo vopstej vopravnjene dvelovanje, zo so přilúbjenja novo příchoda vopravdže tež dodrža. Ale to je odvyš toho, što ľudia před 30 letami doživili. A jara wúzko s tým svisuje skepsa porno tým, kot siž jako expertča za smenu vystupuja, s najmenša tedy nebychu oni ani z Łužice, ani z Vukoda nemskeje. To reka s tam druhými slovami, my drbíme sa dopomínať na svojské moce, starší se znázorneniami, a kneni Malenkova Ježo prava, młodzi ze swoimi nowymi ideami, nowymi stykami. A jeniczy, coś dobry se rzecz, ich posilnieć. Czyńcie to. Aber, Manfred Hamasch. Also italieniczka prina można była, że my zasa tutaj wiece, które są w zajsłości, jara der beżowe, te dziewowe kruji, te zasa do żywienia tworczymy, was my myślimy na tu Čiradu za wuwicze naszej regiony. Posledni raz je ona gromadže čištva leče 20, a to je krajna rada lange jeszcze był, a ten je zlubił, za ten Maja to čini, ale tu chwilę jeszcze nie, ale ta Čirada je trebne, som wszystkie w naszej regiony, komuny a towarstwa romadže wiedzia, do którego smira to bieže na naszej runii, na komunalnej, potom my nasze możności namakamy, ale za tym bliżej siedzia też te, którzy tu polityku w Sakskie nie są, also Ministerstwo za dziewo, Příroda, škit a tajke, a te tež potom wiedzia, što drbi so činić, a to nie je treba, kajž vesnanosta, nedeše vesnanosta od trebi na loke, potom drbi zvonić, a nikt ne činže. A to je ta vec. Když oni za blidom sú, potom oni wiedzia, a ne treba žane vúreče se vumyslić. Oni nam do voča praja, što je a što nie je. A potom my vieme. Bytajka Přírada tež jen model za skutkovanie vedelným újezdče boha. Aber za Hammersku Gemeinde dazu war. Ja, ich habe jetzt keinen Auftrag vom Bürgermeister Balko aus Boxberg natürlich, aber bei mir schwingt das natürlich immer mit. Wir setzen uns ja jetzt nicht nur für Uist ein, sondern natürlich für die Entwicklung auch der gesamten Gemeinde Boxberg. Was der Manfred schon sagte, auf der Kommunalebene funktioniert das eigentlich recht gut. Also wir haben auch eine Zusammenarbeit mit der Diana Matica hier, muss ich sagen. Die haben wir jetzt nach und nach entwickelt, muss ich so sagen. Also wir uns eint ein Ziel und das wollen wir gemeinsam schaffen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Anders geht's nicht. Und also wie der genannte Beirat oder die Lausitzrunde und so weiter, das sind Gremien, das ist ein bisschen wirklich so in der Versenkung verschwunden, aber das sind gerade auch diese Plattformen, die wir brauchen. Ich kann das jetzt nur so unterstützen und bekräftigen, dass das
an der Stelle dort auch von oben nach unten diese Transformation und umgekehrt stattfindet, weil sonst wird das nichts. Ich bin aber trotzdem auch Optimist, Herr Funder, wollte ich bloß sagen. Aber ich mache mir halt bloß Sorgen, so trotzdem, deswegen setzen wir uns ja tagtäglich ein. Ne? Wir wollen ja, dass es wirklich stabil, ordentlich, vernünftig nach vorne geht. Ale ci ludzie z kim kolo, to je taka platforma za komunikaciju. Ale když to zamovite od kniežarstva, tam ci bliže ne sedža, potom može se stať, že oni neladuja na to, što se čini. A to je potom ten Niemec, który se vubudzi v ľudí, že se hinajšie rozsudže tvoria, hač sú te ľudí so myslili. Also jen rusut kišje so tvorio v smysle ludzi, ja si myslu, je ton knes Funder, so bu slepjanske gemenje, ton projekt za Zdravotnický centrum. Loni v Meji přizvolene. To je niemale, ja auch mal Preis Zdravotnický centrum, podobne konstrukt kajž v Hamorje. A jak ste tam pri skoncipowaniu ludność sobie zapřijeli? Jak je to wtedy biežało? Dokiż to da tu chwilę wasz paradowy przykład. Ja, also es ist relativ einfach. Also wir haben uns die aktuelle Situation vor Ort angeschaut und wir haben, es ist, glaube ich, in vielen Gegenden in der Lausitz so, dass wir mittlerweile eine Ärzteschaft, aber eine Hausärzteschaft haben, die stramm dem Rentenalter entgegenstrebt. Und gerade bei uns im Nachbarort hat man eine praktizierende Hausärztin gehabt, die ist in Rente gegangen. Also sie hat viel, viel länger gearbeitet als sie hätte eigentlich gemusst, aber sind wir sehr dankbar darüber. Und es hat sich eben dieser Hausärztemangel wie in anderen Regionen eben logischerweise hat sich aufgetan. Und bei uns kamen sehr viele positive Aspekte gleichzeitig zusammen. Wir hatten also die Möglichkeit gehabt, auf dem Grundstück, wo früher auch mal ein Arzt drin gewesen ist, zuzugreifen, konnten die alte BHG, die da drauf war, abreißen. Wir sind dann im Prinzip in den Prozess reingegangen, haben das in den Gemeinderatsgremien beraten, sind innerhalb von 1,5 Jahren quasi, haben dieses Projekt gestemmt. Und was aber bei all dem, wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir an der Stelle angekommen sind, sehr schwierig ist, dass wir so eine ganz kleine Verwaltung ja nur sind. Die ist größer als vielleicht in anderen Gemeinden, weil wir ja immer noch mit dem Umsiedlungsprozess beschäftigt sind. Also der Ortsteil Mürose siedelt auf unser Gemeindegebiet um. Das ist Ende diesen Jahres abgeschlossen. Wir holen aber auch nach, und den Satz, der sei mir noch gestattet, wir holen eben jetzt gerade das nach. Als wir 2017 die Revierentscheidung bekommen haben, sind ja gewisse Investitionen bewusst bis dahin unterlassen worden. Also nehmen wir Abwasser, nehmen wir Breitband, nehmen wir die Elektroinstallation, im Prinzip viele, viele Dinge, Feuerwehrgerätehäuser, aber auch in Kita wurde nicht investiert, weil die an den neuen Standort neu entstehen sollten. Jetzt kam diese Entscheidung, dann haben wir uns 2017 auf den Weg gemacht und haben gesagt, was macht man jetzt hier? Das muss ja alles nachgeholt werden. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass unsere Verwaltung derzeit wahnsinnig viel damit zu tun hat, erstmal überhaupt dieselben Ausgangsbedingungen zu bekommen, die andere Gemeinden im Strukturwandel jetzt haben. Während andere schon loslaufen, sind wir noch nicht mal an dem Punkt angekommen, wo die losgelaufen sind. Und das ist etwas, wo ich mir wünsche und das auch erwarte, dass diese besondere Situation, die wir hier haben vor Ort, dass die gewürdigt wird. Auch im Rahmen des Strukturwandels, dass gesagt wird, Achtung Leute, wir sind ja davon ausgegangen, es gibt noch eine zweite Förderperiode, es gibt noch eine dritte Förderperiode. Wir haben jetzt an manchen Stellen gar nicht so Gas geben können, weil wir eben diesen Nachholbedarf aufholen. Und haben gesagt, okay, dann sind wir in der zweiten Runde mit dabei. Alles das, was wir jetzt hören, wissen wir ja gar nicht, ob es diese zweite Periode überhaupt in dem Umfang gibt. Und das macht, da sind wir wieder bei dem Thema Verlässlichkeit und Vertrauen. Aber gefreut haben wir uns natürlich, dass wir im Rahmen des Verfahrens dort quasi die Genehmigung bekommen haben. Und jetzt, aber Sie machen sich keine Vorstellung, also unser Schulneubau mit 27 Millionen Euro war teilweise einfacher zu handeln als so ein Strukturwandelprojekt. Das muss ich auch mal sagen. Die Hürden sind ziemlich hoch. Ale ja sam loni se veselio, když sam ja čitao za butom projekt přizvolene, dokud sme před 2 letoma rečavali, tam še on je to rysoval, so mače telko projektov, hišči nabliže ležo v Svisku s tym nakwataniem.
A jeśli prawie odwidzieć niebie, ać możecie nešto zapytać, a nikt się to poradziło. Ja se weselu za was a za wszystkich w Slepom a w okolnych sach, ki zmieja z toho lepsze żywienskie wymienienia. Ja dobi znowu ladać, kneni Moszowa je nidom na reče, a dovolte ten skok. Poprawom sme chceli mestem ještě trošku rozvožiť a se trošku blížiť tej tematice, kak môže zavožba za serbský ľud s tými sredkami, s tými spichovanskými sredkami, kotraž ona v obvoku toho zakonia vo zesilneniu štruktúru zjazka všelaké náležnosti, projekty předovazača v dvurečnej Łužice podpierać. My lutujemy sobie nikt ten pucz, my nidom jo dalej czynimy, ale ja bych chcel od malinkowej a kniezów jeszcze słyszeć, są trebne spichowanskie smiernice komunie, towarstwom a inicjatywom znate a możność spichowania za pomoc namiestnie, a sú znano jedna pomoc za te dževa namiestnie. Also ještě raz trošku radované, že o tu spichovansku smiernicu za program Serbska reč a kultura v strukturní zmenie. Kněz Knoblauch má tam hižo nazonjenja, kiž na bohužel cyle tak spoužene byli nejsou, dokud tam je jedna celá vážna zasada, co se investivne předovazača spichovač nemôže. Najebať to, tie prašenie ještě raz, sú ty smiernice. Když vezo sú v internete, kuštemu v delnosrbské, hornosrbské a nemské reče přístupné, je se to hižo vokovo povedalo, što je tam možno. A tam snano te prašenie tiež zase jako prení na knieza Fundu, dokud a na knieza Hermaša, knieza Knoblaucha, dokud tovarstva moli tam si podpíru otezač. Also wiecie mestem, to zavožba moja vám snano pomać a podpírać. Seit kurzer Zeit besser als noch vor kurzer Zeit. Nee, wir haben den Kontakt gesucht dazu und haben uns, jetzt muss man dazu sagen, das Alltagsgeschäft, das kennt jeder Bürgermeister, kennt das, ist ja überbordend, aber wir hatten jetzt versucht, diesen Kreis mal zu durchbrechen und haben zu sagen, wir haben den Kontakt gesucht, wir waren in Bautzen gewesen, wir haben uns auch in Schleife getroffen dazu und sind jetzt Erkenntnisgewinn ein ganzes Stück weiter, wo ich glaube, dass wir daraus einiges an Möglichkeiten schöpfen werden können für die Aufgaben, die in der Zukunft liegen. Ich bin jetzt ein bisschen pauschal. Ja, ich glaube, ein ganzes Stück weiter als noch vor einem Vierteljahr. Super. Kněz Hermaš. Wieso muss ja breit, also das mir nicht zwiercza znate, ale największy problem, was je bezate towarstw, war je ten swojski podziel. Tam sme netko piatk naszego zgromadziznu mieli, a tam sme widzieli, jak szpatne je też pola towarstwach sytuacja, tam za to te trebne sredki zasadzić, co może oni potom jednu poriadnu prost postajić. Ale was je by nam też pomogło, gdyż my jednoho, albo jednu za ruku dostaniemy, kotryż nam pomoże przy tym procesie, tak mianowany koordynatorku za projekty. Tute miestno je pola naszej żupy dotal jeszcze nie obsadzone, a my nie wiemy, gdzież my zaso jene zboże mamy, albo słońce świeci, albo zima zaso czynże. Nie wiemy, gdyż my takie pomoc byśmy mieli, potom bych tym towarstwom pomogło poriadnu prostbu pisać a stajić. A kněz Knoblauch nam proszę ještě přeradzi, žež nie mowa tute spichowanie wam pomać w waszym projekcie.
Wieder steht zu testem zabierał, za wasz Centrum za serbską rzecz a kulturu, a zwieścił, my trebamy twarskie nadawki, dormy rozdzielować, ale to nie. Ja, also ich selbst bin ja im Rahmen der Förderung sozusagen eingestellt im Projekt SARI und bei dem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Herr Ahl, das ist analog hier in Schleife im SKC, da geht es ja auch um eine Erweiterung, also ich will jetzt der Diana dort nicht vorgreifen irgendwie, aber es geht ganz einfach sozusagen den schulischen Bereich, den Ausbildungsbereich hier noch auszubauen. Und bei uns sehen wir das ähnlich. Wir sind der festen Überzeugung, dass es wichtig sein wird in den nächsten Jahren, gerade was die Strukturförderung für Sorbische betrifft. Wir haben immer die inhaltliche Seite, an der arbeiten wir auch ganz klar. Wir wollen das immer weiter voranbringen, in den Vereinen, in die Kommune reintragen, Sichtbarkeit erhöhen und so weiter. Da sind wir dabei. Und die Kommunen, die arbeiten dort entsprechend auch mit. Und das dauert natürlich auch, dieser Prozess. Und die andere Seite ist natürlich, wir sollten wirklich in die ländliche Fläche gehen, bin ich der Meinung. Es wird zum Schluss nicht reichen, Entschuldigung, dass wir dann vielleicht ein Kulturzentrum in Schleife haben und ein Museum in Bautzen und eins in Cottbus. Das wird zu wenig sein. Also ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, kleine Ankerstandorte vielleicht zu schaffen als Idee im Siedlungsgebiet, im gesamten Siedlungsgebiet. Und dazu braucht man Baugeld. Das ist einfach so. Und das ist so ein Punkt, der mich oder der uns bewegt, dass wir dort an der Stelle vielleicht weiterkommen könnten. Dass also auch Bauvorhaben gefordert werden. Sorbische Bauvorhaben. So, nichts mit Fischeli, stojí te přeče, te vulke, ale so vychowne ksice tu nažuli, a tež v livestreamie te zasady spěchovania zawożby za serbski lud w obvuku smene strukturu zeznali. Przepodam nitko słowo kneni Michaeli Moszowej, namiestnicy zawożbowego dyrektora. Proszę kneni Moszowa. Wutrobny Jack, za te słowa, a wutrobny Jack, te za tu składność, so możemy dżęce na nowy spichovanski program przedstawić. Wyście już słyszeli, tak znate wun jeszcze nie, przez to jeszcze raz wutrobny Jack za tu składność. Gdyż bycha techniku prosowa, wy macie tu jedną niemskoryczną przedwołu, gdzieś możecie nie dom sledować, ja to jedno skrótka w serbskiej ryczu prajo. Inwestycijski zakon Brunicowych regionów je mimo všeho možného spichovania te zapřijal spichowanie serbskiej ryczy a kultury. A to w paragrafie 17 pod číslo 1 a 30, a tam je eksplicitne spichowanie ryczy a kultury, serbskiej ryczy a kultury za Braniborsku a za Saksku zakotwione. Ja chcę tu przedstawić smernicu za projekty w swobodnym stacie Sakska. Zasada všich tych, ja rozprawiam, spichovanskich sredków je, że ma so hospodarski rozrost spichować a dziwuje miestna stworzyć. To stoi nad všehom, też nad naszym programem. Ale nasz program wienuje so w sobie rewitalizacji, w ożywieniu serbskiej ryczy a kultury, a to na 4 rozdzielnych polach. Preda hača tym polam przyjnuch, co ja wam prawić, popram je to jen program zjazka, ale zjazk je założbu za serbski lud prosił, tutum program wophospodarić. To sme z radością czynili, a tak sme my, jako założba, spichovanske smirnice a spichovanski koncept udziewali. Wiezo pod priorytnymi nadawkami, kotež je nam zjazk, a w tutem padzie też Sakska dała. Sakska je so zasadziła za to, że steja nam od leta 2020 aż do leta 2030 42,5 milionów euro dyspozycji. A od tutych milionów każdoletnie 2,5, kotež możemy za nasledne wobuki zasadzić. Prioritna nadawka Snježa Prajeva je zdzierżenie, wuwiwanie a rewitalizacja serbskiej ryczy.
Przy tym je regionalizowanie specyfickich rycznych programów albo poskitków stoi tu w središću. Zomolimy tutaj nadałk spielnić ryka to zdzierżenie a wutwar serbskich rycznych rumów a rycznych domenów, ryczne posredkowanie, ryczne nawuknienie, albo nawuknienie serbskiej ryczy też przez, ja prawie, stypendiacki program, kajż nam to Delnia Łužica pokaza z tym projektem Zoria. Ryczne marketing, piestowanie ryczy, ryczne śledzenie, a się w tym związku trzebne koncepcje. Zamiar ma na tym polu być, że my liczbu aktywnie ryczacych a serbską rycz zrozumiacych powyższymy, rozszerzymy. Że my we wszystkich regionach Sydlenskiego Ruma znamiecza jeden nowy ryczny rum utwarimy. Że my w uwiwanie atraktywnego rycz spichowacego programa za dorosłych a przesadzenie tutego w rozdzielnych regionach podpieramy. A że my w tym wobuku z najmniejsza 10 dziwowych miestów, aż do lata 38 utworimy. Dalsza hałożka spichowania je mediowa produkcja a ryczna technologia ze sczyłowacymi spichowanskimi ciężiszczami. To je mediowa pedagogika, mediowa produkcja, digitalne spoznawanie ryczu, ryczne wobdziewanie a ryczne wodzenie. To są also digitalne nastroje, które Niemcina już dawno ma, przełożowanski program, każ my tu dżęca mamy, so jedna osoba krekšćeni rycna od serbskich nowin ne tra niđe zade seđeć, nam nie poskać a przewožować, ale za to wszystko automatisce. O to my wojujemy, a za to chcemy się zasadzić z możnością tutego programa. Digitalne podpirowanie nałożowania rzeczy, a kaž prajne koncepcje. Zamiar w tutym wobuku ma być, że na kraju so jen stajny mediopedagogijski poskitk natwarja. So serbskie digitalne ryczne rumy k dyspozycji steja, a używanie powyższa. So z najmniejsza 8 dziwowych miestów w tutum wobuki stwori, aż do lata 38. So używanie z najmniejsza jednego przydatnego prawidłownego digitalnego media poskitka so natwarja. My mamy serbskie nowiny, my mamy serbski rozbos, jen projekt netko tvari na tym, jen nowy YouTube-kanal natvarić, jen drugi projekt spyta jedną online platformu, gdzieś może so modzina zeznawać, a miestu komunikować. A to są schon takie hauszki, które chcemy my a dyrbiali dalej utwarić, że zostanie serbska rycz, a to jest niekie moje najważniejsze wuprajenie, też za naszą modzinu a dziecinu attraktywna. Rune to są nadałki, które przed nami stoją. Trzecia hałuszka je serbska rycz a kultura jako faktoraj regionalnej identity a za krutu zjazaność. To ryka poskitki na polu wumiostwa a kulturne produkcje, kulturne zariadowania, kubłanskie a posredkowanskie poskitki, wobdzielenie a partycypacja. Zamiar na tutym polu miała być serbskie kulturne herbstwo we wszystkich formach przystupnić, spichować, a towarzystwny wuznam przedstawić. Na kraju nowe kubłanskie a posredkowanskie poskitki utworzyć. Skrócenie zromadnego, zjawnostnego dzieła k polepszeniu regionalnego a nadregionalnego zaczucia serbskich kulturnych poskitków. Rozszerzenie każdoletnego poskitka w nowe formaty, a utworzenie z najmniejsza 4 dziwowych miestów na tutym polu. Czwarte a poslednie ciężiszcze je wizo turyzm a gospodarska waloryzacja. To ryka turystyczne poskitki
splést ze serbským herbstvom, ze serbskiej kulturu a je tak spřístupnić. So i na polu kulturnego marketinga przez nowe produkty, przez digitalizowanie albo digitalizacijską strukturu serbskiego kulturnego namrystwa ludzi docpieje a im posredkuje te začucie, to sme my, to sú Serbia, to je to serbskie. Takže to je so pozdaču v všich očach zubiło. Tutun ważny dybk moc za siebie wabić, za so do središća stajić. A też tu są 4 dziuły miestna jako jen zamiar definowane. Knes Artej opraju, ci wiecki so nehodža spichować, mjez drugim bohužel žane inwestycje, to reka projektne nošo dobi nam tun tvar poskyčić, a my możemy w obsahu pielnić. Ze obsahami a ze sredkami. To reka tun poskytk, to smo rune predehiže, že sme som fundu mili, my sme po neho boli a sme da jen projekt hiže dale rozrečeli. Sie geben die Hülle und wir füllen es. Genau. W tych projektach rozsudza na końcu każdoletnie założba rada. Ale założba je wuzboliwa jenu przyradu ze 9 fachowcami, którzy doporuči spichowanie. Ze z regionu Slepoho je w wubierku kniez Schwarz, który zastupuje zajmy a nalady tutaj regiony, ladają na te projekty, które są so zapodali. Projekty są niehodnocza jenoś, ja rozprawiam, prostsze, hacz oni temu jednemu albo tamnemu odpowiedują, ale ono je so we koncepcji jen scoring nastają. To reka, oni są 7 dybki, którzy mają so od każdego jednotliwca hodnočić, w odpowiednie tych zapisanym procentualnym liczbam, a na końcu przyjdzie jedna suma won, która rozsudzi, hacz chodzi so to spichować albo nic. Minimum, który dobi so docpieć, są 6 dybki. 10 dybki są ta najwyższa, 6 dybki dobia so docpieć, żeby jedne pozytywne spichowanie so mogło uprawić. Ja so niekie weselu w przychodnych dniach na wasze idee. Wy widzicie, że 31 julia każdoletnie może so projekt zapodać. Te projekty so potem w założbowym zarjedzie pruja, na dospólność pruja wiezo, tam może so potem jeszcze przydziewać. Potem so przygotuje projekt na przedłoha za przyradu. Przyroda hodnocza so też rozmowach ze projektnymi noszariami. Formuluje jedne hodnoczenie, które idzie potem końc novembra do posiedzenia założbowej rady, a tam rozsudza założbowa rada. My mamy w tym spichowanskim programie jako założba te wielkie zbożo, że nie trzebamy jenoś każdoletnie myślić a przyzwolić. Ten program dowola jedno spichowanie w cyrku na 5 lat. To je może koncepcjonalnie na 5 lat myślić. A po 5 latach smiem znowu jedną prostwę zapodać, doniśmy nie w lecie 38, a te spichowanskie sredki są so wyczerpali. Dodla je to jedna wielka szansa, tu nic jenoś w dżęca na jutce myślić, ale woprawdzie koncepcjonalne doprytka myślić, a jo nešto na noj stvarić, oder na noj stajić, a nešto natwarić, štož do przychoda pokaza. Myśmy słyszeli tu krytyku, że to jeszcze nie jest przeznate na spichowanski program, to chcę ja niedom na te możne terminy pokazać. My chcemy nitko też jeszcze w Wojorecach 5. marca, a 6. aprila w Budyszynie spichowanską smiernicu tak każdżęca przedstawić, a zromadnie w nowych ideach rozmyslować, a je na noj stajić. Ja so wam utromnie dziękuję za waszą strpność. Wutrop Jack Kleni Moszova, a ja bych namówiał
A vás prosil, ty sú te prednie prašenia, prošu přizvěče so bychom mohli zbierać, a krok po kroku potom ty odmówić. Prošu, tu má prednie prašenia. Prošu, představiť. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Gordian Meyer-Plath vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung bezieht sich auf den schönen Satz, wir bieten den Inhalt, Sie bieten die Hülle. Weil das ist etwas, was mich heute etwas überrascht hat, weil in all den Jahren, in denen ich mich mit Strukturwandel beschäftige, eigentlich genau die Kritik meistens umgekehrt ist, dass zu viel sogenanntes Betongeld im Rahmen des Strukturwandels in die Region fließt, aber zu wenig in das investiert wird, was wir eben als nicht investive Maßnahmen verstehen, also tatsächlich Inhalte. Und hier scheint die Kritik genau umgekehrt nun zu sein. Und die Inhalte sind da, wie ich finde, in einem wirklich tollen Programm, was dort vom Bund zur Verfügung gestellt wird und was wir mit viel Leben füllen. Und nun kommt die Kritik, dass die Räume nicht dafür hergestellt werden. Also das überrascht mich ein bisschen, weil es gibt ja, glaube ich, eher für die Ertüchtigung auch von Räumlichkeiten auch noch andere Möglichkeiten als jetzt genau das Programm, was Sie so schön dargestellt haben. Das vielleicht noch als Anmerkung. Die Frage, die ich habe, vielleicht habe ich in der Diskussion was nicht ganz richtig verstanden. Ist ja mit Übersetzung manchmal nicht so ganz leicht. Es kamen sehr oft die Begriffe Ehrlichkeit und Sensibilität. Und der Begriff Ehrlichkeit wurde von Ihnen, Frau Marling, so ein bisschen dargestellt als, ja, Ehrlichkeit hat etwas mit Geldflüssen zu tun, mit Transparenz von Geldflüssen. Und als Gegensatz dazu wurden weiche Faktoren gestellt. Und dann brachten Sie, glaube ich, das Beispiel Schulen. Und das habe ich nicht so genau verstanden, weil das ist ja häufig eine Entscheidung, investiere ich in Infrastruktur, investiere ich in sogenannte weiche Faktoren, aber Geld kostet beides. Insofern hat es beides wieder mit Ehrlichkeit, hoffentlich auch mit sensibler Ehrlichkeit zu tun, aber eben auch mit Grundsatzentscheidungen, wohin soll das Geld fließen. Vielleicht habe ich Sie aber auch nicht richtig verstanden. Dankeschön. Ja se ďakujú. Chceš to nešto reč? Hej, my sme diskutovali nic, also my sme vo tak menovaný nimský Gerechtigkeit sme tu diskutovali, nic Ehrlichkeit. To je kus znano ein Problem, nicht konem we przełożku znano był, so dzisie woto, što je poprawom sprawne. A kaj sprajne ja husto wopkić buju, so sprawność w strukturnych dyskusjach husto definuje, gdzie kotre peneze du. Also tam gdzieś je wiac penez, albo gdzieś je mniej penez. Also je to potom nesprawne. Ale mój votum bie, so dyrbimy so też jeszcze raz cyle hinak a w obsahu praszeć, sztoryka poprawom sprawność, Gerechtigkeit. Je odmova vás vám dali pomáva, aber je vás spokojivá. Danke sehr. Ja, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich bin Künstler. Ich arbeite mit den uralten Bäumen, die dem Bergbau weichen mussten. Ich bin Gemeinderat und ich bin Vertreter der Region in dem Beirat zu diesen Strukturmitteln, zu diesen Fördermitteln. Frau Moscher hat das ja schön vorgestellt und wir hatten ja an den Bewertungskriterien war auch diese Regionalität oder diese Kernbetroffenheit am Anfang. Die ist mittlerweile ja entfernt worden wie bei allen Projekten und das ist auch ein Riesenproblem an den ganzen Dingen. Wir sind, vielleicht noch vorneweg, ich bin auch Optimist gewesen bis vor 2-3 Jahren. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr ein tolles Wort kennengelernt, Realpessimismus. Und ich denke, wird viele noch treffen hier. Wir sehen das an der Beteiligung, nicht? Also wie professionell gehen wir um? Wir laden die Betroffenen hier vor Ort kaum ein, nicht? Also das ist auch so ein Punkt, vielleicht gleich mal
Ich habe von Frau Mosche die Einladung erhalten. Ich bin als Gemeinderat nicht eingeladen worden. Ich bin von der Domowina oder das vielleicht mal so als kleine Anmerkung. Ist ja schön hier, wenn wir unter uns sind, da kann man das schön machen. Vielleicht zurück nochmal zu dem, vielleicht nochmal kurz auf das Thema Bergbau. Das ist was ganz Besonderes. Also viele werden das vielleicht gar nicht wissen, was das mit den Menschen macht. Wir haben das wie ein Brennglas, das, was in der Gesellschaft überall ist. Neid, Gier, Hass, das haben wir hier in ganz extremer Weise. Es ist sehr viel Geld im Umlauf, die LEAG muss sich freikaufen bzw. Dinge erfüllen. Das ist ein ganz spannender Prozess mit ganz vielen Möglichkeiten und ich sehe auch im Strukturwandel unglaublich viele Möglichkeiten. Also wir brauchen dort aber Menschen, die das professionell begleiten, die Visionen haben, die den Mut haben, das umzusetzen, die Fantasie haben, die entschlossen sind. Und das, was wir hier haben, ist alles Ehrenamt. Fast alles, was wir das sorbische Leben hier haben, ist im Ehrenamt. Wir haben das bei der 750-Jahr-Feier gesehen, was das fantastisch hier durch den Ort gegangen ist und alle klopfen uns auf die Schultern. Und das, was wir an Professionellen haben, die sind ausgefüllt mit den normalen Arbeiten oder schaffen das einfach gar nicht. Dieses Programm, was uns zur Verfügung steht, zu nutzen. Wir haben jetzt 2,5 Jahre nichts geschaffen. Wir haben die Gelder, die sind weg. Frau Mosche könnte dann vielleicht auch mal sagen, wie weit die Gelder eben schon verplant sind. Wir müssen jetzt den Fuß in die Tür kriegen. Wir brauchen professionelle Strukturen. Und die sehe ich in keinster Weise, dass wir die hier haben. Und auch die Kommunikation war ein Thema, Manfred hat es gesagt. Wir müssen uns angewöhnen, viel weniger übereinander zu reden, sondern viel mehr miteinander. Das ist, glaube ich, ein Punkt, vielleicht noch, ja. Also ich bin da wirklich sehr pessimistisch, dass wir wirklich das, was hier möglich ist, hier umgesetzt bekommen. Weil das, wenn wir dort 42 Millionen Euro haben, wir siedeln gerade einen Ort um, warum sollen nicht 10% von diesen 42 Millionen hier in die Region kommen? Und da sehe ich überhaupt keinen Weg. Das ist zum einen auch gar nicht gewollt. Und also das ist jetzt populistisch, ich weiß, aber wir kriegen das nicht um. Wir könnten Leute hier einstellen, wir haben Vitai-Projekte, wir haben Sprachprojekte über die sorbische, wir reden nur über Industriearbeitsplätze. Nicht? Und was können wir hier im Kulturellen, was können wir, die weichen Faktoren und. Ne? Aber das vielleicht mal so als Anmerkung. Wutrobne Jack, Nes Schwarz, Frau Schubschichotten. Hallo? Rekam Daniel Hefner, ja, Jawam Ktemie, Kotona, kreativne Gospodarstwo, Strukturne Smiene. Ich arbeite also zum sorbischen Kultur- und Kreativwirtschaft im Strukturwandel. Und darf ich es ganz ehrlich sagen, mich deprimiert diese Veranstaltung hier etwas. Ja? Also wir haben natürlich eine Administration, die das sieht, es tut mir leid, wir hatten ein wunderbares Subsorb-Festival, wir haben junge Leute, die Lust auf was haben. Die Frage ist einfach, wo ist das Ziel, wo wollen wir hin? Ja, und Entschuldigung, Herr Alt, es war keine taktisch gute Frage jetzt. Natürlich findet hier niemand die Elektrifizierung der Strecke Dresden-Görlitz nicht gut, aber die Frage ist doch, wo sind die Ziele, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, worauf haben wir Lust? Und meine Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ich bin natürlich nicht in der Administration und muss jetzt eine Schule bauen, aber wir haben so viele Gelder, es ist so viel Geld unterwegs, es ist nicht in den richtigen Händen. Ja? So, das ist immer das große Problem, aber wir haben jetzt ist Simul Plus, wo ist der Antrag der Gemeinde Schleife für 150.000 Euro? Ja? Simul Plus endet 11. März. Wissen Sie, also es ist so viel Geld unterwegs, auch als Unternehmer, zumindest jetzt kann ich noch aus brandenburgischer Perspektive sprechen, JTF 70% Förderung, wenn ich Innovation mache. Also Sie als Geschäftsführer, jetzt müssen wir mal sehen, ich kann gar nicht so viele Anträge schreiben, wie viel Geld gerade unterwegs ist, aber was ich halt machen muss, ich muss ein Ziel haben und ich muss die Ideen haben. Und das haben wir nicht. Und das ist eben auch, Herr Hamersch, auch Sie kriegen noch, oder ich sage dazu noch was, wir haben sozusagen der Eigenanteil bei einer Stiftung für sorbische Volk in diesem Programm liegt bei 5%. Also es tut mir jetzt mal ganz ehrlich leid. Ja? Also wenn Sie 100.000 Euro haben wollen, da können Sie 2, 3 Stellen einrichten und Sie schaffen es nicht mit diesen Stellen 5.000 Euro zu organisieren in Ihren Verein, sorry, dann muss ich sagen, gibt es scheinbar auch keine Nachfrage. Also seien Sie mir nicht böse, ich kenne die ganzen Probleme, auch ich war gemeinnütziger Verein. Ja, aber ich wollte nur mal sagen, aber sozusagen mir fehlt hier absolut, also dafür, dass wir über Strukturwandel sprechen, mir fehlt hier Aufbruch. Wo soll es hingehen? Worauf haben Sie Lust? Ja, also vielleicht sagen Sie mir einfach, worauf haben Sie Lust? Was wäre das Beste, worauf hätten Sie Lust jetzt im Strukturwandel? Das ist meine Frage.
Dziękuję so. Ja dobry Jenosz Wotmowicz, na mnie so prawie 20%, a to nie so 5%. Bom, hat er Depp. Also wenn man mir sagt 20, dann sind es 20 und jetzt haben Sie gesagt 5, dann werde ich jetzt dem Manfred Nickel sagen, ab sofort für 95% die Anträge stellen. Jetzt habe ich es deutsch gesagt, keine Missverständnisse mehr. Danke. Nee. Ja, ne. Sie können nur 50% Förderung haben, aber hier kriegen Sie gerade 95%. Ich wollte nur anmerken, bei der Stiftung fürs sorbische Volk, in diesem Programm, wenn Sie sinnvolle Anträge stellen mit ordentlichen Zielsetzungen, ich habe es geschafft, ja, also sozusagen und mit Unterstützung der Stiftung und dem Innenministerium gegenüber und allen Problemen. Also es ist machbar, ich bin der Beweis. 95% Förderung, aber die Ziele müssen stimmen und Sie müssen halt einen vernünftigen Antrag schreiben. Also Verzeihung, aber es ist möglich, ja, sozusagen. Und vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht, wenn Sie ganz betteln, ob 100% auch gehen, aber sagt Frau Mosche, kenne ich mal was. Svima skotka Janoš. My rečíme tu dvaj rožžených programaj. Also załožbama dvaj programaj. To je jemo tu regulárny program za spěchovanie serbskej reči kultúry, vodajče prošu, kotež s nami, že z leta 1 a 9 sa dispozícii stej, a kotež bazuje na finančnom zrečeniu, also ešte sredky ze finančného zrečenia beža. A ja som predstavila ten druhý program, kotež hakec od leta 2020 si kneží, kotež bazuje na investicijskim zakoniu. Also tohle, rozděl. So, ale to nastorek od kneza Hefnera beže cile jasne, vodajče, najprej mal. Hej, to je to, što jsem na spočatku tiž zvúrazniła. Trebamy młodych, innowativnych ludzi, kiż nešto chcedža, kiż ideje sobą přinesu. A to je za mnie strukturna zmiana. A da so tiž stała. Da so tiž stała, když moda likarka přińdzie, da so stała, když nowy direktor přińdzie, da so stała, když so nešto zmieni. To je nešto so zmieni na strukturnych witzach takrec. A ja sam so też weseliła przez ten program, kiż nitko hat to 8 beži, sam tam wele dziełoich mistno widziała. A tam je mój wulki praszak zwodkel beremy tute ludzi. Na benezach rune nefalwe, na benezach woprawdzie nefalwe. Ale dżesu ci ludzo. Also vielen Dank, dass Sie die Diskussion hier ein bisschen erfrischen, aber vielleicht sei mir der Satz gestattet oder vielleicht ist es mir nicht vollumfänglich gelungen, ne, warten Sie, lassen Sie mich mal ausreden, vielleicht ist es mir nicht vollumfänglich gelungen, auch mal auf die Probleme aufmerksam zu machen, die wir im Alltag haben. Und dass wir eben bis vor kurzem noch davon ausgegangen sind, dass wir umgesiedelt werden müssen und diesen Nachholbedarf mit einer Verwaltung zu stemmen haben. Das ist einfach ein Fakt, den müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Aber Sie haben uns ja gefragt, auch gerade uns hier vorne, worauf wir Lust haben. Und das kann ich Ihnen ganz klar sagen, worauf wir Lust haben. Wir haben also Lust darauf, diesen Ort hier zu gestalten, diese Orte bei uns im Kirchspiel zu gestalten. Wir sind jetzt mittlerweile, erfreulicherweise hatten wir gerade die Amtskollegen aus Halmdorf, Großdüben und Trebendorf, hat eine Wahl stattgefunden, mit denen wir auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, die wir vor 2 oder 3 Jahren noch nicht gehabt haben. Also wir denken viel, viel mehr im Kirchspiel hier in unseren Gemeinden, in unserer Verwaltungsgemeinschaft, als es noch vor kurzem der Fakt war. Aber nehmen wir mal das Thema Halmdorfer See. Wir haben also in Halmdorfer See unser Naherholungsgebiet, eine alte Kohlegrube. Da sind wir jetzt gerade dabei zu sagen, wie bringt man das in die Zukunft? Das haben wir separat betrachtet, Stärken, Schwächenanalysen. Wir haben Dorfentwicklungskonzepte gemacht für Schleife, Rhone und Mulkwitz. Wir gucken uns unser sorbisches Kulturzentrum hier an und sagen, wie schaffen wir das, Strukturen hier zu bringen, die weit über die nächsten 5 Jahre hinaus reichen. Wir haben eine unfassbare Menge an Content, an Inhalt. Wir haben materiell wie immaterielle Inhalte hier. Die wollen wir kategorisieren, katalogisieren, die wollen wir aufnehmen. Da ist ganz viel bereits da. Aber wie schaffen wir das? Die Chefin des Sorbischen Kulturzentrums sitzt hinter Ihnen. Wie schaffen wir es im Prinzip alles das, was wir hier haben, den Menschen sichtbar zu machen, erlebbar zu machen. Und da sind wir jetzt gerade in Gesprächen darüber, wie schaffen wir das. Das machen wir alles nebenbei, neben einer unfassbar
aufreibenden Verwaltungsarbeit. Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, das geht meinen Kollegen überall so, aber da haben wir Lust drauf. Wir haben es aber auch Lust drauf zu sagen, dass wir die medizinische Versorgung hier sicherstellen. Wir haben erfreulicherweise 2 junge Ärztinnen, die zu uns kommen wollen. Wir wollen sicherstellen, dass wir hier, wir haben eine tolle Schule, wir haben im Prinzip, ich will Ihnen eine Schlüsselsituation erzählen, die ich vor kurzem gehabt habe. Ein Unternehmer war hier, der ist hier aus Schleife, ist weggegangen, hat in Chemnitz ganz lange gearbeitet, kommt jetzt wieder her als Unternehmer. Und dann sagt er mir mit einem Nebensatz, sagt er, wissen Sie was, ich erlebe hier etwas, was vor 20 Jahren nicht gewesen ist. Wir haben das sorbische Leben bei uns hier in Schleife auf einem Level, wie ich es nicht erlebt habe, als ich weggegangen bin. Und das ist ermutigend, ist das. Wir haben mit Vitae angefangen, wir haben im Prinzip die Kita, wir haben die Schule jetzt, wir haben, unser Schulleiter sitzt auch, man auch als Schulträger einen ganz engen Draht. Darauf haben wir Lust und worauf wir auch ganz besonders Lust haben, dass die jungen Menschen hier bleiben. Ich habe selber 4 Kinder, davon haben die ersten 2 ja schon, ich habe also 4 Enkel auch schon mittlerweile. Eine studiert jetzt, der nächste ist gerade auf dem Gymnasium. Darauf haben wir Lust, dass die hier bleiben, dass wir denen die Chance geben können. Aber dazu zählen viele weiche Faktoren, aber eben auch harte, dass sie die Arbeitsplätze hier haben und dass sie hier bleiben können. Und vielleicht noch ein Satz. Wir haben Siedlungsverluste von ca. 20% von den Menschen, die in einer Umsiedlung befasst worden sind. Das drohte bei den 1500 Leuten auch. Und bis vor kurzem sind sie davon ausgegangen, dass das noch so ist. Jetzt ändert sich das gerade alles wieder. Wissen Sie, was das mit den Menschen macht? Dass sie sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gab Leute, die wussten schon, wie ein neues Haus aussieht. Die wussten schon, wo es steht. Ich kannte meinen neuen Nachbarn schon. Auf einmal ist alles anders. Das macht was mit den Menschen und trotzdem sind die Menschen bereit, sich mit Veränderungsprozessen nicht auseinanderzusetzen. Das macht mir auch Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, najprv ima daljše vprašanja. Verlangt jetzt von mir keine große Rede. Breitsche Proschu, sagen Sie bitte noch Ihren Namen. Juskowiak aus Schleife. Und es ist so, wir haben jetzt drüber gesprochen, über Entwicklung und so weiter, was vor uns liegt. Ich glaube, wir müssen mal gucken und den Leuten, ich bin hier in den Jahren 50 hierher gekommen, da kann ich mich noch erinnern, wenn ich hier durchs Dorf gegangen bin, sonntags, da waren alles in Tracht und die sind in die Kirche gekommen. Voriges Jahr ist die letzte Trachtträgerin gestorben in Schleife. Und ich will nur sagen, wir müssen das, was wir hier haben, das müssen wir uns erhalten. Und das ist so in Vergessenheit geraten. Wir sagen immer, wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das halten. Unsere ganze Ecke hier, der Sorbische und mit allem drum und dran, das ist eigentlich für den Tourismus Goldstaub. Wenn wir erzählen, wenn wir so unterwegs sind und erzählen, was hier passiert ist, und sagen, ihr seid da gekommen, wo die umgesiedelt wird, wie ist denn das und so weiter. Und dann sagt man noch, na, wir sind aus dem sorbischen Ländli hier und dann sagen die, was ist Sorben und so. Das ist nicht weit genug tragen. Unsere Mädels hier im Sorbenzentrum haben sich sehr, sehr große Mühe gegeben und geben sich eigentlich alle, die damit beschäftigt sind, die wissen, was sie raustragen und wie das aufgenommen wird und so. Ich bin der Meinung, wir haben die Möglichkeit, wir haben mit dem Bürgermeister auch schon gesprochen, ich will bloß mal meine Meinung dazu sagen. Wir müssen das, was tatsächlich hier passiert ist, alles dokumentieren, haben wir schon zum großen Teil. Aber ich glaube, da ist schon ein kleines Museum unbedingt notwendig. Für diese ganze Sache, die hier passiert ist. Und ich will bloß ein Beispiel geben. Ich bin hier in den 50er Jahren, wie ich erst schon gesagt habe, hergekommen. Da haben wir angefangen. Ich bin gleich hier, die erste Stunde war ich mit in der Verwaltung hier in Schleife. Und da haben wir das Vitae-Projekt angefangen. Heute ist es schon so weit, also waren viele Kinder. Wir haben die Mütter hier und die das alles aufgenommen haben oder mitgemacht haben und so. Heute, vor 2 Jahren, habe ich mal mit einem Hort gesprochen und sage ich, wer spricht denn noch mit euch? Das ist passiert, das ist irgendwie passiert.
Damals war die Oma noch da, da haben sie gesagt, naja, du kannst zu Hause auch Sorbisch sprechen. Das ist weggefallen. Das ist ganz weggefallen. Und jetzt haben wir auch die Hortnerin hat eigentlich da ein bisschen mit einigen, ich habe ein paar Leute besorgt noch, dass wir einmal in der Woche ein paar gefunden haben, die mit denen hingegangen sind, die Sorbisch gesprochen haben. Die können ja das gar nicht anwenden. Und da ist jetzt, wenn wir die sorbische Sprache erweitern wollen und so, ich glaube, da sind wir weit weg. Wir müssen, und da sage ich nochmal, wir müssen das erhalten, oder was wir hier durchgemacht haben auch, das muss erhalten werden für die Nachwelt. Und da müsste so ein kleines Museum, ich habe sogar den Standort schon, am Halbendorfer See, hier wird ein großer Parkplatz gebaut, der ist auch in Strukturwandel oder wie? Ja. Und da hätte so ein Ding hingepasst. Da sind Leute, die irgendwie mal hier vorbeikommen und so und das sehen, was hier passiert ist. Hier ist wirklich was passiert. Ich war hier in dem Tiefgebau da ist genau dieses Museum, was in diesem Landstrich passiert ist, das ist hervorragend. Wo sind die Sorben hergekommen? Wie sind sie hier sesshaft geworden? Wie ist das alles? Das kann dokumentiert werden. Und wir haben sogar einen hervorragenden Maler dafür, der das machen würde. Denkt mal drüber nach, über die ganze Sache und vielleicht kriegen wir da muss jemand brennen dafür. Und das ist nicht so, dass man sagt, wir nehmen das mal auf oder so. Nee, da muss einer brennen dafür und sagen, ich gehe mal in diese Versammlung in Hoyerswerda oder in Bautzen oder so und frage mal an, was im Strukturwandel passiert, das kann man keinem mehr erklären. Bloß ein Beispiel nur, dann bin ich fertig. In Bautzen, in Görlitz, ist ein Bahnbetrieb kaputt gegangen. Und die haben 90 Millionen Strukturwandel gekriegt. Und in Leipzig wird die Straßenbahn gebaut für Görlitz. Das ist irgendwo nicht nachvollziehbar. Oder das andere noch, jede Gemeinde... Maciej Prosch, haben Sie bitte noch eine Frage? Also vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Kann ich was dazu sagen? Also uns geht es analog zu Ihnen. Bei uns im Bereich fragen Sie nicht, wie unsere Böden, unsere Zuhause aussehen, was wir an Material haben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Natürlich geht es um die Bewahrung, das ist da gar keine Frage. Aber das, was die ganz als Vorreiter angestoßen hat, die Domowina, das ist einfach wichtig gewesen, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben. Das war höchste Zeit und anders geht das nicht. Wir müssen wirklich, das ist eine Kraftanstrengung, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber genau, was Sie auch gesagt haben, es fängt im Kindergarten an, in der Schule, es geht ja um die Themen, das Thema wollen wir jetzt noch nicht ganz so oft machen. Es geht eben darum, dass wenn in der Schule in Schleife Sorbisch unterrichtet wird, dass es dann eben in der Mittelschule weitergeht oder auf dem Gymnasium weitergeht. Das sind aber Sachen, das muss man nur sagen, das muss sich auch entwickeln. Ja, also nur das, was Sie gesagt haben, sozusagen mit der Bewahrung, das ist richtig, ne? Aber zum Schluss, also mir liegt am Herzen dran, dass wir uns das Sorbische nie zum Schluss bloß noch im Museum angucken. Ich sag's jetzt mal so. Also popravom, prošu. Dobro večer, moje ime je Joachim Glücklich, ja sam bydlo okomikne v Bokamere, to zna 30 let dova, ale pokažam z Hoko, blisko Kruščic, Rajbica tam. Ja sam 40 let dova jako vučer dževa, 30 od tih jako davoda šule. Ja sam v tem času snač 900 tisac šularam přiroženom všetko prajú, přiče van do sveta, ale přiče zase novými idejami, přiče jako gubani ľudia, ale přiče prošli zase ročer. Gimnazje v tym czasu zaraz opuścili 1000 Serbów, w 30 latach. Ja sam czytał z drugim zajmom knjigu Čeda S. Ja sam runde przyszedł od jednego zarwa na Zwojerec, mamy tam takie rozmowne koło, a sam zetkał na modu Serbuku, wulkotny Serbs Ryczacu, ale ona bydli we francuskiej, a je tam uczaka.
A sam se prašao kako to činiće, hajmo se to vidimo. Sam pa nadeo, se vidite. Tu ne budli Parizu, nekaj kuspčenavane, druge strane Varšave, tu seče v Mnichove. Hajto večer sedimo pri obrazovce mikrofon, na obrazovku pa se vidimo. Mi smo pred kročmi sedli, pivo pili. To bi teori ane čas, ale što je cuja s tem pravič, kak dostaneme tih stah, znači 1000 mladih Srbov, jo, zase roča. Kak mi jih přesvědčíme? Jenež dělo městami? Ne. My máme v Srbách, tam jsem ľudí, kteří jsou daleko pryč, byli někdy dělali srbské instituty, například Rožan Pokadžaca, knihy Šoučina, aber šéfa nakladnictva je dělal dneska v Berlína, kde to bylo. My jdeme spýtať, štejš tam někaj, já nevím, hač programy nám pomahají, hač tam pomahají osobinské zvízky, Frage, jaco razy prawa dorast. Hej, my mamy tych, te są precz, te nie są zuben, ale są wokomikne precz. A kamy tych dostamy zase domaj. Domaj do Łużycy, snacz przez dzieło, atraktywne dzieło miasta, ale nic janeż przez dzieło miasta. Ja też nie bych wiedział, jak zajmowałoby by było za pół stulecia na tu Łużycę, ale to nie może zawieść się dożywić, ale ja jestem jara čipny na tak, abychom mohli ich. Ja też żadną ideę wielką nie mam, abyśmy tych docpili, zase roczą przyjść domaj. Dziękuję. Nur ein Satz dazu, weil Sie gesagt haben, wie gewinnen wir die Menschen zurück? Das ist wir sollten uns zuallererst mal die Frage stellen, wie wir das schaffen, dass die Jugendlichen hier bleiben. Und da sind zuallererst mal auch in einem ganz entscheidenden Maße die Eltern zuständig dafür, dass sie die Liebe für die Heimat wecken, dass sie sagen, Achtung, das ist euer Zuhause, ihr geht in die Welt, lernt und kommt dann wieder zurück. Bei mir ist es glücklicherweise, hat es geklappt, meine beiden großen Jungs sind hier und ich hoffe, dass die beiden Jüngeren auch hier bleiben, aber es liegt zuallererst mal an die Eltern. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was dagegen, das permanent auf die Gesellschaft und auf die äußeren Umstände zu schieben, permanent. Also lieben wir das, was wir machen, eigentlich selber? Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Und haben wir geben wir unseren Jugendlichen, unseren Kindern die Heimatliebe mit? Das ist doch eine Frage und die müssen wir uns alle auch mal stellen und jeder Einzelne auch. Dann sind nämlich viele Kinder wären dann hier geblieben auch. Ja, bo jeszcze skrótka co, a też na to odmówić, dokelż je za mnie też przeco schon te praszenie, ja sam też 12 lat zwunka w Łużycy bydliła. Derby so kujże Serb nauročić za to, zo by on za Serbo džiwał. Dżęsniejszy dzień, ja to jenoż wiem, rune pola nasz ewangelskich Serbów, myśmy przewszo rozsudleni pod cyły niemski, pod całym świecie. My mamy nitko za serbskie ewangelskie kunstydzenia, gdzieś przyjdą ludzie z Kunčiny woko Heidelberga, z Münstera, a tak dalej. A oni so też całe lito do angażują za serbstwo, pisaja za pomajbu, a są aktywni, gdyż są my online zetkamy, a tak. Za mnie je to znano też troszkę iluzja prajć, każdy Serb derby też we Łużycy bydlić, co by on za Serbo dżywał. Dżęsniejszy dzień możesz poprawom tak prajne szudziom bydlić, a też digitalne za Serbo dżywać. Czestno hamste, abo znano samo, w przychodzie też raz przystajne. Rede hat kniez Domaška se svova jema, ja viđu jedne prašenje z livestreama, čehodla neje žaden centralny svedžen serbski reče a kulture vjac, kajž brede. To je neke češko, jo v tutem kruhu na to jedno odmovu namakač, dokelč. My mamy vezo te folklorne festivale, Svedžen serbske reče a kulture, ja vem se dopomniš, my mamy Olympiadu Serbščine. Also, my mamy jeden odbір, also jedną zmienu, mies folklorne festivala tam w Kroščic, a potom w tych drugich latach mamy Dudakowe festiwale. Z tym mamy też hostčo ze słowakskich krajów, a też potom tam knieży zabawa. Wieso też to wiso romadże z pieniędzmi, ale ten lud w tych kończynach dobia za to starcza. My wiemy, my so już nie tylko na dalszy Dudakowy festiwal przygotujemy, a też w Kroščicach je ta zmiana na czole tuto przygotowanskiego wuberka szlachciwo z tym to bieži. Also to je takie centralne
kajž je to tedy pola strony mienienie było, to so nie chodzi, to sam sam dożywił, gdyż oni nam przedpisali, co derbi so przednieść, a w siebie, co derbi so z cyrkwinskiego boka tam nie prajić. A Slipianskie są poslední raz tam było, a te są to cyrkwinskie na Jewiszce stajili, a potem są nasze stronskie od Jewiszca tłoczyli. Kněz Čonak nedom na to, aber potom prožu kněz Domaška. Hej, Hang Domaška z Dresďan, to je možno. A dziękuję knieni Rečcina za przełożenie. Wir reden ja hier viel über Schleiferaspekte, was natürlich gut ist, da wir hier sind, aber natürlich wollten wir insgesamt die sorbischen Aspekte im Strukturwandel beleuchten. Das heißt, wir reden über ganz verschiedene Regionen, die da eine Rolle spielen und verschiedene Probleme haben und aber doch auch gemeinsame Probleme, die sie einen. Und da fehlt doch aus meiner Sicht eine Struktur, eine sorbische Struktur, die diese spezifischen Dinge debattieren kann. Und damit man Leute dazu gewinnt, dort mitzumachen und dann auch sich einzubringen, vor allem junge Leute, die für ihre Zukunft da noch einen Sinn drin sehen, muss man den Menschen, die sich beteiligen, natürlich auch Verantwortung in die Hand geben. Also das heißt, einen Raum für die Debatte schaffen und dann in diesem Raum die Mittel zur Verfügung stellen, die dann verteilt werden können durch die Teilnehmer. Und damit das funktioniert in diesem Staat, das ist aufs Grundgesetz vorgeschrieben, müssen die Menschen, die da teilnehmen, frei gewählt werden. Und damit sind wir im Prinzip bei der Überleitung. Sie können sich ja denken, hier die Vorbereitung der Veranstaltung wurde ja maßgeblich durch den Serbski Sejm initiiert, auch wenn das nicht genannt wurde, um niemanden zu verschrecken. Aber es ist eben der Fall und ich denke, dass hier eine Lücke klafft. Die Domovina als Dachverband ist verpflichtet, kulturelle Arbeit zu leisten. Die Savaschba hat die Einschränkung ihres Stiftungszwecks, wo auch explizit politische Betätigung ja nicht erwähnt ist. Und diese Lücke müsste aus unserer Sicht, aus meiner Sicht erstmal geschlossen werden. Das heißt, wir brauchen auch einen politischen Aspekt bei der ganzen Strukturwandeldebatte, bei der ganzen Kulturdebatte und Sprachdebatte. Darauf möchte ich hier hinweisen und ich freue mich auf die kommenden 3 Veranstaltungen auch, die die Landeszentrale ja noch ausrichten wird. Und habe eigentlich gar nicht so eine direkte Frage dazu, aber ich könnte jetzt fragen, wie Sie alle zu der Frage der politischen sorbischen Vertretung stehen. Vielleicht möchte sich dazu jemand äußern. A predačme na to odmówimo, chcemy wiedzieć, że ma Serbski Sejm znano jeden zasadny dokument, kiż se w upraji nastupają z minu strukturu. Tylko, što by bez wiele przedstawiam nie było. Štuj se žada jen gremi, kiż se za to nastají a zasadzuje, to by legitimne było, że nešto předleží. Najprv má jen kněz Čonak na řeči. Hej, Tomáš Čonak z Nibečic. Ja mam jenož 2 krótkie prašení. Kaj je možno te podpiru dać we strukturnej zmiany, so so te spychować może inwestycje, które są ważne, te za nasze regiony, so smo też w tym parze neodwisne, to bo te znano tyło, to bo politycy mogli zgromadne postupować, so so zmienice tak zmienia, a to lete prašeno, jak możemy to zgromadne na polityku čiš ukoneć, so so to nam radzi. Die tam spěchvance sredky dostać, a te samsne problémy jsou po investiciju, so se jenož nové tvary investuje, ale za předtvare. A když my spytame naše staré domské žaržeč a naše regiony žaržeč, jo předtvar, nučkot máme, co tak prajč. Nic so všetko nové tvary se s novými mačisnami. Ta druga prašně je, kaj je romadže zjazane strukturne změny so stanu na celém světě, v Němsku tež, v Evropě tež, je jen zjazane se s drugimi regionami, když je může tu jen o to tam vuknit. Může jo někdo odmluvit, Šneke?
Ja, müssen wir zede jeden Konzept nađevali, što je Lusijski kompetentne centrum nastupa, a tam sme z Ukrajinami romadževali, a to v tých smiernicach tež zapisali. My sme tež jeden kubanski koncept mieli na koncu, tež hospodárske, je so to všetko zličivo. Tu ten kompetenčne centrum je tež do tých napravov od kniežarstva taj přístup dostavo, ale potom je přišel podľa mňa ten booming a netko dobjacho so druge o to starać, a potom sú to Kova a další občívali a my sme potom 22 přes te nové, přes te nové pomíry podľa nás rozsudili, že sme sa od tuto koncepta zdáme, dokež vidíme, že serbská reč vlastne podľa nás trebná je, a za to sme potom prajli všetky moci netko týka minút do četva Serbského kultúrneho centrum, a to je ten stav od leta 2022. Hej, wutrobne Jacki, stimmol za tutun statement, so je wisotisch welle regiono po całym Switche, a w Europie dziś jest strukturna zmiana. W osobinsce mam przeszło dobre kontakty do szpaniskie, tam je na nausy, je na dospone hinajsza sytuacja, tam są wieski wuludnene, a wopuszczene, tam tak je ta sytuacja tam. A ja sam też przeszło Jakona, so mamy nitko hižo jako Slepianska Wosada, velelitne partnerstwo z naszej ewangelskiej Wosadu w Lubaniu, w Pulski. A to je to, że ja si myślę, że jeszcze jedna wielka możliwość za naszą Łużycu do słowiańskiego wukraja so orientować, a tam ladać, co so tam rune wuwiła. Nic jenoż w polityce, što w Polsku nastupa, ale też što hospodarskie a kulturne żywienie nastupa. Lubań, Wrocław, to są parliczki naszego poprawnego regionu, a to by ja się w oprawdzie jac pszała, a w sobie też od niemskiej ludności. Zoso bóle do słowiańskiego kraja lada, sztoś jole nas woptała w Hornej Łużycy, smir na Czesku, jole smir na Polsku. A to możemy my jako Serbia, a to też nie niczo nowo, ale tu must k tomu być. To zbliżyć a prajć, polskie skupiny przyjdą k nam, my jedziemy tam, my si tam innovatywne idee sobą zamy. A to je za mnie przychod. Zladować na wszelakie regiony w całej Europie, a na świecie. Dziękuję, Knieskew. Učomník, mezi Kroni Hanzo Willem Kell, ja som z Dolnej Łużyce, ja bydlím v Uštaniu, Mava Jaska, je to blízko Kravišenským jazoje. Ja zu krotko něco představíš, to je už napšašaně jo bylo. Also, der Sejm hat ja natürlich verschiedene Ausschüsse gebildet, unter anderem auch einen Ausschuss für Regionalentwicklung und Wirtschaft. Und in diesem Ausschuss wurde ein Konzept entwickelt, Strukturwandel aus der Sicht der Wenden und Sorben. Das Konzept ist soweit, dass es zur nächsten Sejm-Sitzung am 23. März in die erste Lesung gegeben werden kann und danach auch öffentlich verfügbar ist. Es beginnt an sich mit der grundsätzlichen Frage nach dem Strukturwandel. Das wurde ja heute auch schon ansatzweise andiskutiert. Was versteht man unter Strukturwandel? Ist es wirklich ernsthafte Absicht, neue Strukturen zu schaffen und damit nicht nur die Probleme der Zeit an die nächste Generation weiterzugeben, indem junge Leute nachwachsen, entstehen ja keine neuen Strukturen, sondern sie müssen sich damit beschäftigen, was ihnen die Elterngeneration hinterlassen hat. Das Problem ist, können wir den jungen Leuten Staffelstäbe an die Hand geben, die es ihnen ermöglichen, ganz neu zu bestimmen. Unser Problem ist doch, dass wir überall als Bittsteller auftreten im sorbischen Bereich, wenn es darum geht, irgendwelche Gelder, irgendwelche Mittel, irgendwelche Kompensationen zu erbitten, die für den Verlust von 136 Dörfern
entstanden sind durch den Kohleabbau. Und da sind auch mit Verlaub diese in Aussicht gestellten 42,5 Millionen natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Thema, das Hauptthema des Konzeptes im Strukturwandel besteht darin, wirklich neue Strukturen zu schaffen. Und die wesentliche Säule, die ist nach unserem Dafürhalten der Ausbau von Mit- und Selbstbestimmung der Bevölkerung der Lausitz selber. Sie haben es ja vorhin beschrieben, dass es ein gewisses Frustrationspotenzial gibt in der Bevölkerung, dass die Leute das Gefühl haben, auch Leute, die in Verwaltungen arbeiten, dass über ihre Köpfe hinweg einfach irgendwas entschieden wird, dass es an Transparenz und Ehrlichkeiten mangelt teilweise. Und ich denke, das wäre auch meine Frage, die ich Ihnen nochmal mitstellen würde heute Abend, wenn wir Mut und Ehrlichkeit mit Selbstbewusstsein verbinden und darüber diskutieren, ob der Strukturwandel uns nicht als Bevölkerung insgesamt der Zivilgesellschaft ein Instrument an die Hand gibt, dass wir selbst und mitbestimmt unsere Zukunft gestalten können und nicht als Bildsteller mal daherkommen müssen, wäre das nicht der entscheidende Wurf, den der Strukturwandel als Chance uns bieten würde? Zum Selbstbewusstsein noch eine ganz kleine Anmerkung extra. Es geistert ja immer diese ominöse Zahl von 60.000 Sorben und Wenden in der Lausitz umher. Es gibt ja mittlerweile erfreulicherweise eine von der Domowiner Auftrag gegebene Umfrage, wo sich 150.000 Lausitzer ihrer wendischen und sorbischen Wurzeln bekennen. Aber ich lasse das mal bei den 60.000. Das sind 2% der sächsischen Bevölkerung und in Annäherung auch ungefähr 2% der brandenburgischen Bevölkerung. Das heißt, diese 2% der Bevölkerung erwirtschaften jährlich ein Steueraufkommen in Sachsen von 400 Millionen Euro. Ja, und in Brandenburg von 200 Millionen Euro. Das heißt, wenn wir selbstbewusst an das Thema herangehen und sagen, wenn wir selbstbestimmt und mitbestimmt über die von uns selbst erwirtschafteten Mittel entscheiden könnten, dann würden wir hier über 600 Millionen Euro pro Jahr sprechen. Und die Frage daraus ist, was halten Sie davon? Wäre nicht die Selbst- und Mitbestimmung der Zivilgesellschaft in der Lausitz über ein regionales Parlament, ein Parlament der Wenden und Sorben, eine geeignete Voraussetzung, um in neuen Strukturen neue Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen? So. Stuce Wotmowicz. Fang mal an. Ja, vielleicht als Entschuldigung, aber ich bin jetzt sozusagen seit 3 Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, anfänglich als Verein, als Sarodka-Verein, weil wir gesagt haben, wir wollen das sorbische Leben wieder nach vorne bringen oder es ist ja praktisch bei uns gar nichts mehr da gewesen, so muss man sagen. Wir haben wirklich zusammengesessen und vor 4 Jahren haben gesagt, naja, so kann es nicht weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer unserer ersten Schritte war, nachdem wir uns gegründet hatten, wir hatten dann uns umgehört, also wir waren wirklich völlig unbedarft bei der ganzen Geschichte, muss ich sagen, sind wir rangegangen und wir haben damals bei der Domowiner offene Ohren gefunden, das ist einfach so und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich da angestellt bin, aber auf der anderen Seite ist es ganz einfach so, ich fühle mich dort gut aufgehoben, das ist das eine und ich denke auch, dass die Domowiner die Vertretung fürs sorbische Volk ist. Ihre Zahlen kann ich jetzt nicht überprüfen, das ist jetzt nochmal die ganz andere Sache, was Sie hier ansprechen und ich glaube auch nicht, dass das in der, alleine schon von der Zeitschiene und dass da überhaupt noch was machbar wäre, das ist das eine und ich weiß jetzt nicht, wie die Stimmungslage ist in der sorbischen Bevölkerung, inwieweit die das befürwortet, vielleicht können Sie mal darauf antworten. Also ich denke, dass ein großer Teil der Menschen in der Lausitz, in der sorbischen Lausitz, ja, ganz einfach zur Domowiner stehen und weil sie wissen, das ist die Interessensvereinigung, die die ganze Sache voranbringt, die ist Ansprechpartner und ob das in Plenum wirklich anders machen sollte, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das nie so richtig vorstellen gerade. Ein Satz, der mir gestattet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das Thema Strukturwandel hier ein bisschen zu sehr verwursten. Was meinen Sie mit Strukturen sich ändern, was wir denn an die jüngere Generation übergeben? Also wir reden über das InfKG, wir reden darüber im Prinzip, dass wir aus der Kohle aussteigen.
Darüber reden wir zuallererst. Was bringt das und was zieht das nach sich? Und ich glaube, das sollte man bei der ganzen Debatte nicht vergessen. Dass wir sagen, worüber reden wir hier? Dass Industrien im Prinzip sich ändern. Das ist politisch gewollt. Es gab, dass bis 38 quasi jetzt ausgestiegen wird. Und ich glaube, das ist zuallererst einmal im Prinzip das Thema, über dem wir reden sollen. Inwieweit hat die Zivilgesellschaft darüber mitzubestimmen? Welche Möglichkeiten? Ja, inwieweit hat die... Es gibt ja auch die Bürgerregion Lausitz. Ja, zum Beispiel, aber wir haben eben auch gewählte Parlamente. Wir haben eine Bundesregierung, wir haben ein Parlament, wir haben einen Freistaat Sachsen, wir haben ein Land Brandenburg, dort haben wir die Landesparlamente, also sind ja alles gewählte Vertreter. Ale meni ne trebamo ju žan dialog, fakt je, knez Hermaš je to pravil prajo, když chceme v lokalnem obvoku nešto docpeč. Potom trebamo tam do odpovednu komunikaciju, a zome se romače za jedne blídose nemo. A to nam veza vujce ne pomá, když tam niče, šo je nače srpsko předsedstvo domoviny je, abo serbski sem, kiž mudre mysle za zelenými blídami v upeku, když oni slepenju potom za svojim blídom praja, to nam jara ne pomá. Also my sme přece za tajke komplikované situáciu naše dživaničky měli. A tam sme sa všetky, što to téma je sa pomenovala, a potom sme sa zetkali a tu na tutie žoli romadže diskutovali. To říkám, my doríme po lete 2022, či zase s tým zachopiť, to keď tedy je potom ta korona všetko zase přestávala. So, nadáme, što je přijde. Genau, a všetko dobrý od daleka rozč, a my máme ještě dvě prašení. Ja, machen wir es dem drugim prašem započal. Was machen Sie inhaltlich, damit sich junge Menschen in den sorbischen Strukturen repräsentiert fühlen? Ist Ihr Heimatbegriff veränderlich? Domiri Sonavas. Also ich würde mir zuallererst immer wünschen, dass so eine Fragen nicht anonym gestellt werden, weil ich glaube, es ist durchaus eine legitime Frage, die aber aus meiner Sicht mehrere Unschärfen in sich birgt. Was machen Sie inhaltlich? Ich gehe mal davon aus, dass ich als Bürgermeister gemeint bin, nicht als Privatperson. Was machen Sie inhaltlich, damit sich junge Menschen in sorbischen Strukturen repräsentiert fühlen? Kann das jemand übersetzen jetzt mal, die Frage? Also mir gelingt es nicht, ich interpretiere jetzt rein, was tun wir im Prinzip für das sorbische Leben bei uns in den Gemeinden. Und da glaube ich, da tun wir relativ viel oder nach unseren Möglichkeiten. Andererseits muss auch vieles aus sich heraus selbst wachsen. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr intensives sorbisches Leben bei uns haben. Gerade jetzt gucken wir zurück im Prinzip, wir haben das Zampern, wir haben Vogelhochzeit, die Osterzeit steht vor der Tür, das wird sehr, sehr intensiv bei uns gelebt und ich glaube in einem Maße, wie es in Nachbargemeinden nicht mehr der Fall ist. Das ist das eine. Wir als Gemeinde, so verstehe ich die Frage zumindest, unterstützen das in jeder Hinsicht, wie wir können. Wir haben 2 Stiftungen, wir haben ein sorbisches Kulturzentrum, also wir gucken in vielerlei Hinsicht, dass wir das unterstützen und schauen, dass das weiterhin funktioniert und wir als Verwaltung dort auch die Türen aufmachen und Hürden wegräumen. Ist Ihr Heimatbegriff veränderlich? Ich glaube, Heimat ist Heimat und inwieweit das veränderlich ist, sicherlich der eine oder andere geht damit anders um. Mancher ist konservativer, mancher sagt, da ist da, wo meine Liebe ist oder da ist, wo meine Kinder sind. Mein Heimatbegriff ist das, wo ich hier bin, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie lebt und wo ich mich wohlfühle. Das ist meine Heimat und ich glaube, die Liebe zu dieser Heimat, wenn wir den Kindern mitgeben, ist das ein ganz entscheidender Fakt, im Prinzip auch hier zu bleiben. Versucht kurz zu fassen. Dziękuję so. Also predrač Tomáš Čonak je se so jema zu Janusz naspomnieć w gminach, aber w Aussach, gdzieś ludzie se romadża, gdzieś oni so wuradżuja, myśli romadże czynia, Manfred je to opisał, a też kniez Knoblauch je o tym rečał, jak oni so w tym wujeszcze staraja, a Nebelčice je to tun popram, tun przykład w Serbach, tam możecie nešto pojivować. Ważne je, że ludzie romadže namakaja. A oni dyrbią wełse dyrbią oni započeć swoje struktury tworzyć, tam ničo ne pomá, od horka tam nikt nešto poveda.
Proszę, Knest Czarnak. Na moje prynne prašeno, alebo drugie prašeno, koje było, da możemy znano te smirnice zmienić, so my participujemy, zromadne, so może te tu a tamo inwestycje, dalsze inwestycje, hadyż od inwestycje od twaru domskich, albo przedtwaru a tak dalej, da może so to zmienić zromadne, so se ta smirnica zmieni. To jeszcze żadna wotma nie była. Na przykład, když od struktury ryczy do przychoda, są na przykład, když od Nybyčic, so ryczało je, to są nasze pistowarnu twarili, smuse praši naše dzieci, co są nie przyja za ich pistowarnu. A ja sam myślę, když my od Smirnicy ryczymy, bychmy dobili tu ludność, a towarzność naszych Serbów, wszystkich zapřijeć, a ja sam myślę, na Smirnica se może zmienić, když ona jeszcze perfektna, so my prajmo, my chcemy zromadne na nových strukturach, a na nových smirnicach a na lepších umeneniach romadže dživať, so my na koncu tu bázu namakame naše dzieci, młodzinu a tu tovarsnosť, ktoréž džerža našu Bužicu. A to je jen vážny fundament. A když jen sa nie týka veľa ľudí prišli, to sa na koncu pokazať, a smirnica nie je znata. Te umenena nie sú optimálne, byrokratismus je veľký a znano namakame druhé puče. A to je te hište te prašeno a ta motivácia zromadne se druhými regionami so zjazać, te problémy sú drugie te, kad so oni, te tamo regiony, ktoré sú znane dále, to zmištrovali. Wutrovny Žak za ten pokio Heiko Kosel. Wutrovny Žak, dobro večer. My sme total rečeli o všelijakých aktérach, o politice, o zákoniach, o civilnej tovažnosti. My sme rečeli o penezách, zväčša o našich penezách, meni o dávkach, ktoré sme ručo dostajeme na základě zamovitých rozhodov politikárov, ale my sme po mojej meninu na jednoho aktéra zabili, a to je ten hornictvo koncern. On má po mojej meninu tiež jednu zamovitosť za štruktúrnu zmenu, má ten financiálny potenciál, on je a ostane očividne mocne a obsedžia imobiliu ve Łužice, a ten, ktorý má imobilie, môže vyzvať tiež štruktúry a zmenu štruktúry obdivovať, alebo tiež hačiť. A tohle moje prašenie na pódium, jakie očakovanie máte vy na zapřieť, alebo na zamovitosť tuto hornictvo koncerna, v ktorom mieritle, alebo v ktorom vážne chcete vy, alebo máte vy očakovania, za tiež tuto hornictvo koncern svoju zamovitosť za strukturnu zmenu jo převza. Herr Kosel, Sie sprechen dort im Prinzip einen ganz interessanten Fakt an. Also wir stellen fest, oder es ist ein Fakt bei uns auch in der Gemeinde Schleife, dass der Bergbaukonzern oder die LEAG der größte Grundstückseigentümer ist. Das ist aus dem Umsiedlungsgeschehen, beziehungsweise dort resultiert das, und das ist einfach Fakt, was ganz klar auch unsere kommunale Entwicklung einschränkt. Und ich durfte beim letzten Barbara-Tag und bei Barbara-Feier und auch auf einer anderen Veranstaltung wurde vorgestellt, wie die LEAG sich transformieren will. Und wir erleben dort, dass also alles das, was jetzt konventionell elektrisch hergestellt werden soll, in Zukunft erneuerbar hergestellt wird. Dazu sind, so ist meine Wahrnehmung, die Flächen, die dort werden notwendig sein dafür. Was sind unsere Erwartungen an den Konzern? Also, dass er eine Verantwortung hier gegenüber der Region und gegenüber den Menschen hat, ganz klar. Aber eben auch, dass diese Transformation damit einhergeht, dass die Bürgerinnen und Bürger davon partizipieren. Das ist meine ganz klare Erwartung daran. Also da rede ich jetzt nicht nur über diese 0,2 Cent oder ähnliches, sondern da reden wir ganz klar darüber auch, dass wir sagen, Achtung, ihr seid der größte Grundstückseigentümer, ihr seid ein großer Arbeitgeber hier auch, ihr nehmt Flächen, die ihr bereits in Anspruch genommen habt und die ihr auch perspektivisch in Anspruch nehmen wollt für Energieerzeugung. Davon soll im Prinzip die Gemeinschaft hier partizipieren. Das ist meine klare Erwartung daran. Ja, da kann ich bloß noch dazu sagen, also die Meinung teilen wir in Boxberg drüben, ganz klar. Also sind ja auch im ständigen Austausch mit der LEAG.
ja, das wird spannend und abzuwarten sein. Also wir müssen natürlich die Forderung weiter aufmachen, ganz klar. Und ja, analog zu euch. Hej, k vúdosponiu aby jenož ještě to, što knes funda praj to dospone podpiruju, so je to en vulki problem za Slepjansku vosadu, za mamo jeno vulko obsidžara ležonošću tu, ale za mne ještě cyle ważne je rekultivacija. Dokelž tu z nas praj, so je to hakle 28 so budže kunst brunice. To je jednorovo hospodarske planovanja, a jeli so z całej wicu, jak żadne pieniądze to nie zasłuża, mamy przewsze burzy. Tu, jenoż tu, 1 kilometer, Hobersku puszczinu. A to je te praszenie, jak budu tam te pieniądze tak rec za to zaruczone, so z toho też ništo nowego nastane. Dziś so potom ludność tu tych wesku, kiż tu bydli zapsija. A dodla my nitko jako Slepjanska Vosada przeproszujemy na przykład 20 marca na małą dyskusję, co będzie ze naszej dziru, kiż tu zostanie. To będzie na mała dyskusja, ale to są takie forumy, gdzie my spytamy ludność za to mobilizować, albo so z tym zabierać. Ludzie to je też sobą wasza zamówitość, a ladacie na to, co się tam stało. So, dwie prašení ještě. Prošu prašení, žádné statementy. Okay. Wir haben ja über 42,5 Millionen gesprochen. Herr Funder weiß das ja aus dem Regionalen Begleitausschuss, wo ich auch sitze für die Umweltverbände. Da geht es um 40 Milliarden. Gut, gesamtdeutsch, aber ein paar Milliarden sind für die Lausitz auch da. Und da ist eben keine sorbische Mitsprache gegeben. Und das wäre vielleicht Geld, was im großen Stil für Rekultivierung oder auch für eine Enteignung der LEAG, für eine entsprechende Entschädigung natürlich, theoretisch geeignet wäre. Da hat bis jetzt, glaube ich, noch niemand drüber nachgedacht, nur mal so am Rande. Aber das ist natürlich der Punkt, wenn wir also wegkommen von dem, was die Stiftung mit den kulturellen Projekten und sprachlichen Projekten plant. Das ist das 1000-fache in der Größenordnung an Geld. Und da haben wir keine Mitsprache. Und wir reden ja heute über sorbischen Strukturwandel. Und ja, Entschuldigung, ein Statement. Vielleicht die Frage an Herrn Funder, wie er das sieht. Die Mitsprache der Sorben im Regionalen Begleitausschuss. Da sitzt die Domowina ja als nicht stimmberechtigtes Mitglied mit dabei, so wie viele andere. Können Sie sich vorstellen, dort vielleicht die Geschäftsordnung irgendwie zu ändern in irgendeiner Weise und das zu unterstützen? Vielleicht der falsche Ansprechpartner dort. Ne? Es liegt nicht in meiner Macht. Achso, Entschuldigung. Jetzt bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner da und ich kann maximal meine Meinung hier dazu sagen, aber es liegt nicht in meiner Macht, das dort zu ändern. Ne? Es geht ja darum, also Sie kennen das ja aus dem regionalen Begleitausschuss, ich bin auch nur stellvertretendes Mitglied, dass immer wieder geschaut wird, dass aus den Reihen der Mitglieder, der Stimmberechtigten und Nicht-Stimmberechtigten, die Möglichkeit besteht, in einem Evaluierungsprozess mitzuwirken. Die erste Evaluierungsstufe ist ja jetzt durch und aus dieser wurden ja auch einige Änderungen, fließen dort mit ein. Ich gebe zu, da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich das Thema der sorbischen Mitsprache dort nicht auf dem Schirm habe. So ehrlich muss man auch an der Stelle sein, weil da bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Ich bitte dich sehr um Verständnis. Ale potom domov se vopraviť na Domowinu vopročiť, dokeď tam jen sobu sedí. Vezo nic jako vosokmane, ale potom domov do seba do prašenia stajiť, diskutkovanie do seba, dokeď my je znáte čvonojo převodného vúberka nesmieča ničo druhým povedať. A to je jen problém za sebe, tam transparenca kladca, hač to posledno, ale my nemôžeme ju do odmovu namakať. Posledné prašenie kniezského prašu. Kniez Vauda, aber no, napommer Kniez Vauda. Du nicht näher Richer. Ein Statement und zwei Fragen, und zwar zum ersten. Kein Statement, Porsche, nur eine Richtigstellung. Also im Plenum des sorbisch-wendischen Volkes schränkt ja die Arbeit der Domowina nicht ein. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das zweite ist eine Frage an den Herrn Hermasch. Ganz kurz und bündig mit Ja oder Nein. Konnten Sie in den Werkstätten
irgendwas mitentscheiden. Weil Anhörung ist nach meiner Meinung nach nicht Mitgestaltung. Also der Djivernitschki stvoja der Rosudu, a der Rosudu so zapisaja, a potom to daleže, a na tych Djivernitschkach wobčili so tež komuna, a z tym, wona wir štomy od nich odčakujemy. To je cyle lohko. Cyle lohke jednanie mjez nami a komune. Šitke druhe, te su jenože s hošćom, a potom zase du. Also to je za nas, my mamy to w naszych rukach. A što my džeme ten vopli mamy, to my činimy. Ale my nie mamy nic šitko w naszych postach, ja tak prawie, a na końcu nie jesteśmy pupk świata. Myśmy słyszeli, żeśmy 2% wobydlarstwa sakskie, a 2% braniborskie, ja, potom je to ciężko, jako mniejszyna, te większiny niż to rec. Pola nas my pucze namakali, jak my so zromanie wumieniemy, a potom, a tam są też Niemcy, dla które Serbscy docowa nie może, ale oni, my tu tym padziemy Niemcy ryczymy, a potom oni wiedzia, do które smira ta Karabeji, hoto a dybk. Posledne prašenje Mirčin. Dr. Mirčin Wauder. Die zweite Frage noch an den Herrn Funder, bitte. Wer trifft denn die Entscheidungen, wo es mit dem Dorf lang geht? Das Folklore-Ensemble oder das Parlament des Dorfes? Naja, die Frage können Sie sich doch selber beantworten. Also, ja, worauf zielt denn das Ihre Frage? Ich finde, das ist jetzt auch nicht ganz fair von Ihnen. Das ist... Okay. Wy możecie potem prosił, wy my sobie rozmawiać, to potem jeszcze radować. Nee, das ist Quatsch. Aber ich habe Ihnen die Frage ja schon beantwortet. Also wir haben ein gewähltes Parlament, wir haben einen Gemeinderat, der fällt die Entscheidung. Wir haben Ortschaftsräte, die fällen die Entscheidung. Und diese Räte bilden im Prinzip den Querschnitt unserer Bevölkerung. Warum soll das für die Sorge? Proszę Jan Dialog. Mirčin. Hier heute? Hier heute die Frage? Wir reden über Kohleausstieg. Wir reden immer noch über Kohleausstieg. So. Mirčin Wauder, hi, aber nichts. Ne, jeder nur mal nicht no Mikrofon. Also, oh, pardon. Nee, Herr Löffler. Popravo ja noch zu herz. Ničo pravič, ale ja mam jedno prašenje od spočatka. Kada su čanje nike hač do konca. Knesamaše na spočatku pravil, so je vun to prosil, abo vojoval, so te žadanje, ma serbska reč a kultura so do strukturného plana, do papíre zapisać. A to se nie ostalo. Potom je se vám to doda šlachčivo, so je se to zapisalo. Mopa když víme, so štež na papíre stej, so to neprve papíra. Te prašenje hat se to zvopravdži, abo ne zvopravdži, sveča se to ne zvopravdži. Moje prašenje je, što vi myslíte, na čím to záleží? So tute žadanje za serbsku reč a kulturu zasadić, to se nie słyšalo. My mamy zakonie, my mamy koncepty, tam všude tute prašenje, tute žadanje stej, ale runie ve tutem procesu strukturne zmiany to nie by možno, abo na čím to záleží moje prašenje? Te zasadne prašenje je za tutun tema sluša do vobuga participacija. Okay. A my budeme to sobą do redakcji zać, to je potem za tutun forum przysłuszne, tam będziemy to jeszcze raz tematizować. So, Annike je Dr. Löffler, proszę. Ja, meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht schon das Schlusswort halten, aber vielleicht so kurz vor Ende nochmal eine kleine Transparenzaussage treffen. Herr Domaschka hat uns ja direkt angesprochen und den Anteil des Serbski Sejm in der Vorbereitung dieser Reihe kundgetan.
das bedarf einer Klarstellung. Und die ist mir ganz wichtig. Es ist völlig richtig, wir haben mit dem Selbstgeselm, zuerst mit Herrn Kosel, sehr interessante, sehr weiterführende Gespräche geführt, da habe ich viel daraus gelernt. Wir haben ja genauso, ich freue mich, dass Herr Stadnik heute da ist, mit der Domowina gesprochen, wir haben mit der Stiftung für das sorbische Volk, wir haben mit der sorbischen Zeitung gesprochen und wir haben, das wissen Sie alle, in manchen Punkten Übereinstimmung, in anderen Dissens. Das gilt für alle, die hier im Raum sind. Und es gehört zu einem Grundprinzip der Arbeit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, dass wir keine Kooperationen eingehen mit Bewegungen, Parteien, Unternehmungen, Projekten, die streitbehaftet sind. Wir werden auch niemals eine Veranstaltung mit der CDU oder der SPD, der Linken, Fridays for Future, Greenpeace oder wem auch immer machen, solange eine Sache im Streit behaftet ist. Und darum bin ich, und ich komme zu meiner Einführung des heutigen Tages, sehr froh, dass wir mit der Stiftung und mit der Zeitung 2 Einrichtungen gewonnen haben, die jenseits des Streits stehen. Und lieber Herr Domaschke, Sie können gerne Werbung für den Selbstgeselm machen. Wir sind hier in der Öffentlichkeit, das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde es ehrlich gesagt schlechten Stil, wenn Sie dabei die Landeszentrale verwursten, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und das, finde ich, geht nicht. Und wir haben es eben angesprochen, wir haben uns dann ja Gedanken gemacht, wie wir eine mehrteilige Reihe, und auch da waren wir im Gedankenaustausch mit Ihnen und mit anderen, wie wir das aufbauen. Und die Frage der politischen Partizipation ist uns ein großes Anliegen und bekommt entsprechend Raum am Ende dieser Reihe. Aber wir haben auch gelernt, dass es ganz harte Sachfragen gibt und Braunkohle-Strukturwandel ist eins davon, genauso wie nächstes Mal die Schulen, die dann auch fachlich diskutiert werden müssen. Dass dabei immer Fragen der politischen Repräsentation eine Rolle spielen, ist unstreitig richtig, aber ich bitte doch sehr darum, dass wir einen gewissen Stil miteinander pflegen, die Dinge auch zu unterscheiden. Dankeschön. To bych ja skoro měl jako doslovo a jako smír za ty příchodnici zároveň, also cína toho Mirca v Kruščicach, 20. Mirca v Budyšini a 10. apríla potom v Vojerecach. Ja se utrobne ďakujem vám, jo na pódiu, vám doma na obrazovce a wiedzę všetkým, ki sú jo vutrali, jo nažurli v slepom, utrobne ďak, přinči derje a strovi domoj a na zasvičenie.